Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die nach all den Hörspielen mit verwirrenden Titeln wie Mord vierhändig oder Familienpension diesmal eins mitgebracht hat, dessen Titel wirklich hält, was er verspricht. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, gell? Manchmal kann es auch einfach mal nur einfach plan geradeaus das sein, was dahinter ist. Bisschen wie bei mir. Naja, das Verbrechen heißt, muss aber sagen, das Stück kommt aus Frankreich. Auf Französisch heißt Le Crime paie. Also übersetzt es doch bitte. Verbrechen zahlt sich aus oder man sagt auf Deutsch, Verbrechen lohnt sich nicht. Also Verbrechen lohnt sich, wäre quasi die richtige deutsche Übersetzung. Und eigentlich sogar noch mit dem Zahlen noch ein bisschen stärker, weil es auch im Hörspiel selber schon noch um Geldsummen geht, die gezahlt werden. Und im Hörspiel kommt auch ein Buch vor, das genau diesen Titel trägt. Deswegen verwundert es schon ein bisschen, dass der Übersetzer Karl Dietrich Karls, auch ein sehr schöner Name, sich für das Verbrechen entschieden hat und nicht für Verbrechen zahlt sich aus. Vielleicht war es auch damals die Sendeleitung, die gesagt hat, genau. Ja, einen schmissigen Titel. Klappt ja auch. Oder? Ja. Das Verbrechen. Eine Produktion aus dem Archiv von 1961 und zwar als Abschluss dieses Mini-Zyklus, es bleibt in der Familie. Diesmal auch in der Autorenschaft bleibt es in der Familie, denn geschrieben haben es ein französischer Autor und seine Frau. Mhm. Ja. Das finde ich wirklich bemerkenswert, weil ja doch auch die Ehe sehr wichtig ist im Hörspiel. Warum geht man eine Ehe ein? Was ist da monetär wichtig? Warum ist Liebe wichtig? Leidenschaft? Was für eine Verantwortung trägt man für die Kinder? Was will man da mitgeben oder auch nicht? Das ist sehr wichtig, umso wichtiger, als die Figuren im heutigen Hörspiel eine Entscheidung treffen müssen und die auch viel mit ihren Rollen zu tun hat. Ist schön, wenn du so über Ehe sprichst und die Aufgaben und ich bin nicht verheiratet. Bei mir geht dann gleich die Arschbacken ein bisschen zusammen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, obwohl ich es fast noch weiter spannen würde. Es geht ja nicht nur um die Ehe, sondern um das Familiengeflecht. Das stimmt. Verpflichtung und Liebe. Und was es alles mit sich bringt. Das stimmt. Zum Familiengeflecht würde ich gerne noch was sagen. Mir ging es beim ersten Mal hören so, dass ich etwas verwirrt war, weil zum Teil die Menschen stimmlich recht nah aneinander sind, obwohl es eigentlich verschiedene Generationen sind. Dann stell sie uns doch noch mal kurz vor. Also es gibt Henri, der steht im Mittelpunkt, Patron, Fabrikbesitzer, Familienoberhaupt, ist verheiratet mit Suzanne, schöner Name. Ich auch. Oder? 2 Kinder haben die beiden, Jacques, Kriminalautor, schon spannend, der damit sein Geld verdient, sehr erfolgreich, und Nicole. Und Nicole selber hat auch nochmal 2 Kinder, von denen gesprochen wird, die wir aber nicht hören. Ich brauche diese kurze Einführung, weil ich finde, dass gerade Jacques, der Sohn, und Henri stimmlich, also jetzt vom Alter recht nah beieinander sind. So, deswegen da diese kleine Verwirrung und selbst auch Suzanne, Nicole sind auch nicht wahnsinnig weit auseinander. Man merkt einfach bei der Nicole, die klingt, die sprudelt so, plappert so fröhlich in die Welt hinein, die hat ein anderes Temperament. Und dann gibt es aber noch die Generation drüber, nämlich den Vater von Suzanne und Schwiegervater von Henri. Und der ist auch Richter. Appellationsrichter, Berufungsrichter. Das auch kannst du streichen. Bis jetzt hatten wir noch keinen Richter. Das stimmt. Aber neben Großvater ist er auch. Das ist wichtig noch für ihn so als Figur. Wolfram, jetzt war fast auch ein bisschen verwirrend, dieser Familienstammbaum. Aber du hast die eigentlich, nein. Ich glaube, es hat geholfen. Jetzt habt ihr alle mal die Namen schon mal gehört. Sie werden ja auch nochmal genannt und genau wie du es angerissen hast. Sie spielen ihre Figuren einfach sehr unterschiedlich. Daran könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Und viel mehr als die 5 sind es auch nicht. Ja, es taucht noch die gute Seele des Hauses, ein Haus. Die Haushilfe taucht noch auf. Gut. Kindermädchen. Mehr sagen wir nicht. Wenn noch auftaucht. Es klingt so, als wenn da noch so eine Marching-Band durchzieht. Mit einzelnen Namen. Das natürlich nicht. Nee. Ja. Also viel Vergnügen bei Das Verbrechen von Yvonne Noé und Pierrette Gayol. Hast du wunderschön ausgesprochen. Bisschen hart, ne? Nee, ist schon gut. Also, viel Spaß. Was ist das eigentlich für ein Fest, das wir heute Abend feiern, Mama? Ja, ein Fest. Und keiner weiß, was für eines. Es scheint ein Geheimnis zu sein, Jacques. Ein Geheimnis eures Vaters. Ich weiß es auch nicht. Du auch nicht, Großpapa? Keine Ahnung, Nicole. Also, Papa, was ist es? Nur nach dem Essen zu urteilen, Hummer, junge Rebhühner, Champagner, muss es ein freudiger Anlass sein. Wir sind alle sehr neugierig, Henri. So sag Wenn schon. die Stunde gekommen ist, habe ich gesagt. Meine Stunde. Und wann ist diese Stunde? Um 9:30. Noch fast 20 Minuten. Ja. Wollt ihr etwas trinken? Gern.
Nicole, mach dich nützlich. Bitte? Was möchtest du, Großvater? Cognac, Rum, Anisette? Anisette. Oh, ein Likör für junge Mädchen. Das macht das Alter. Ich falle in die Kindheit zurück. Ich bin mehr für einen kleinen Cognac. Aber nur einen kleinen, Nicole. Oh, Mama. Ich bin 28 Jahre alt und verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Das alles lässt auf eine gewisse Vernunft schließen, möchte ich meinen. Was machen meine Urenkel? Geht es Ihnen gut? Prächtig. Wann wird es endlich soweit sein, Jacques, dass du mir welche bescherst? Dazu müsste ich wohl erst mal heiraten, Großvater. Was hindert dich daran, es zu tun? Nichts. Es könnte sein, dass es bald geschieht. Ach, du hast wohl schon einen ins Auge gefasst. Und uns wird sie vorenthalten? Eine? Er ist ein wahrer Don Juan. Unsinn. Nein, weißt du, Großvater, ich wollte mir erst mal eine Basis schaffen. Die hast du doch schon lange bei dem Vermögen deines Vaters. Und als Schriftsteller verdienst du wohl auch nicht schlecht, wo die Bücher von Jacques d'Ombre die große Mode sind. Wenn ich verheiratet bin, werde ich nicht halb so viel arbeiten wie in den letzten 10 Jahren. Und warum nicht? Man kann nicht auf Kommando schreiben, ich jedenfalls nicht. Vielleicht kommt mir die richtige Stimmung zum Schreiben gerade an einem Abend, an dem meine Frau Lust hat, auszugehen. Oder in einer Nacht, in der eines der Kinder die Masern hat. Das bedeutet ein Buch weniger. Um gewisse Bücher von dir, das letzte zum Beispiel, wäre es auch nicht weiter schade, wenn sie nicht geschrieben würden. Verbrechen macht sich bezahlt? Ich finde den Roman großartig. Ja, es ist gut geschrieben, das gebe ich zu. Aber ich war außer mir, als ich es las. Was für ein Einfall, die schauerliche These zu vertreten, Verbrechen mache sich bezahlt. Stimmt das nicht? Nein. Ja, gewiss, es gibt Ausnahmen. Sie sind zahlreicher, als man glaubt. Die sind sehr selten. Das sage ich als Richter. Ich fürchte, da irrst du dich. Auf jeden Fall untergräbt es die Moral, solche Ideen zu verbreiten. Die meisten Verbrechen werden nicht begangen, weil sie sich bezahlt machen. Der Verbrecher ist ein Spieler, der im Grunde nicht aus Gewinnsucht spielt, sondern aus Leidenschaft. Immerhin, es soll auch gewinnsüchtige Verbrecher geben. Nun ja, diese Sorte ist und bleibt eben überzeugt, straflos davonzukommen. Man kann ihnen 100 Beispiele vor Augen halten, die schlecht ausgegangen sind. Sie lassen sich nicht abbringen von ihren Plänen. Es ist Heuchelei, dauernd zu behaupten, das Verbrechen mache sich nicht bezahlt. Unter diesem Motto bringen die Kriminalschriftsteller die größten Gemeinheiten an den Mann. Wenn nur auf Seite 250 der Polizist den Sieg davonträgt, darf der Autor vorher auf 249 Seiten alle Schandtaten des Verbrechers beschreiben. Ich bin wenigstens offen. Ich sage alles, wie es ist. Es gibt für den ehrlichen Schriftsteller nur eine Regel, die Wahrheit. Ich kann nur sagen, wenn eines Tages einer von denen, über die ich Recht zu sprechen habe, mir sagen würde, er habe den letzten Roman von Jacques d'Ombre gelesen und das sei der Grund, weshalb er die Tat gewagt habe, ich wüsste nicht, was ich ihm antworten soll. Großvater, die Sache liegt tiefer. Nur eine Gesellschaftsreform könnte dazu führen, dass die Verbrecher nicht heute und nicht morgen, ich weiß, aber vielleicht später einmal aus der Welt verschwinden. Du bist ein Phantast. Vielleicht. Keinesfalls aber ein solcher Phantast, dass ich mir einreden lasse, die Zahl der Verbrechen vermehren oder vermindern zu können durch ein Buch, das, wie groß die Auflage auch sein mag, vermutlich nur von sehr wenigen Menschen gelesen wird, die ein Verbrechen begehen könnten. Wie denkst du darüber, Mama? Ich glaube, du hast recht. Und du, Papa? Ich höre zu. Also du wagst auch nicht, mich zu unterstützen. Wenn ihr mich fragt, ich liebe die Bücher von Jacques d'Ombre und es ist mir ganz gleichgültig, ob ein Verbrechen sich bezahlt macht oder nicht. Verbrecher wird es immer geben, so oder so. Es ist trotzdem merkwürdig, dass ihr alle, obgleich ihr eure Sicherheit, euer Glück einer Gesellschaftsordnung verdankt, die Verbrechen von euch fernhält, dass ihr trotzdem den Brandstifter unterstützt. Nur übertreibe nicht, Papa. Ja, du kommst eben nicht in Berührung mit der Gaunerwelt. Zu der übrigens auch eine ganze Menge Leute der Gesellschaft, Leute unseres Standes gehören. Ich kenne sie, ich studiere sie, ich befasse mich mit ihnen. Und dann verurteilst du sie, wenn sie sich gegen das augenblicklich geltende Gesetz vergangen haben. Sei nicht böse, Großvater, ich bewundere dich sehr, weil du an das glaubst, was du tust und weil du so sicher bist, Recht zu haben. Aber ich frage mich manchmal, wie du es fertigbringst, nachts zu schlafen. Ich habe ein gutes Gewissen und eine robuste Gesundheit. Und Probleme gibt es keine für dich. Oh, freilich. Meine Entscheidungen sind nicht immer leicht. Sie wollen durchdacht und abgewogen sein. Und wenn das Urteil über den Rechtsbrecher gefällt ist, gibt es für dich keine Zweifel mehr. Du setzest dich vor deinen Milchkaffee im hehren Bewusstsein, der Gerechtigkeit Genüge getan zu haben. Du hast einen guten Magen. Jacques, ich bitte dich. Ach, Großvater weiß schon, dass ich ihn nicht kränken will. Ich sage ja, ich bewundere ihn sogar. Trotz allem? Ja, weil du ein Mann aus einem Guss bist, ganz ohne Riss. Gott sei Dank. Aber ich grüble nach über die Fragwürdigkeit dessen, was wir die menschliche Verantwortung nennen. Hallo, hier d'Ombre. Ja, Augenblick bitte.
Das ist für dich, Nicole. Das ist Charles. Hallo, Liebling. Hallo, ich verstehe dich nicht. Bist du noch immer in Lyon? Und warum langweilst du dich? Ja, den Kindern geht es gut. Weißt du, was deine Tochter heute gesagt hat? Sie hat gesagt, wenn Papa morgen nicht zurückkommt, lasse ich mich scheiden. Ja. Und was machst du? Geht alles nach Wunsch? Du kommst morgen schon zurück. Du bist immer willkommen. Ich warte auf dich wie Penelope am warmen Ofen, trinke einen kleinen Cognac und lausche einem aufregenden Disput über angewandte Philosophie, einem Duell zwischen dem Appellationsrat Monsieur Page, meinem Großvater, und dem Verfasser des diesjährigen Bestsellers, meinem großen Bruder. Wie? Ach, du hast den Roman auch schon gelesen? Warte, Charles sagt, es sei eine tolle Idee. Hallo, Liebling. Nein, nichts Neues weiter. Hast du mit der Fabrik telefoniert? Gut, ich brauche also nichts auszurichten. Ich möchte auch etwas sagen. Warte, Jacques will noch ein Wort mit dir sprechen. Gute Nacht, Liebling. Bis morgen. Guten Abend, Schwager. Danke für das Urteil. Und mach dir das eine immer wieder klar. Verbrechen macht sich bezahlt. Ja, ich werde es ausrichten. Gute Nacht. Er lässt euch alle herzlich grüßen. Danke. Ich habe deinen Mann sehr gern, Nicole. Er hält mich doch wenigstens für einen großen Mann. Du verblüffst ihn eben. Du schreibst. Er bringt nur Zahlen zustande. Also jedenfalls, Jacques schwimmt heute auf den Wogen des Erfolges, wie ich feststelle. Und ich habe mir eigentlich niemals richtig klar gemacht, wie dieser Erfolg zustande gekommen ist. Tja, deine rechte Hand weiß eben nicht, was die linke tut. Wieso? Erinnerst du dich nicht? Es ist ungefähr 10 Jahre her, da hast du mir erlaubt, mein erstes Buch drucken zu lassen. Ah ja, richtig. Das war Das Rätsel der Männerleiche. Ja, das war nicht schlecht. Der Verbrecher wurde bestraft. Ich war noch jung, Großvater. Nun fangt nicht wieder von vorne an. Es war ein Buch ohne Liebesgeschichte. Es hat trotzdem eine Auflage von 10.000 gehabt. Auf Rechnung des Autors. Ich war der Autor, die Rechnung ging an Papa. Da sich aber nicht bestreiten ließ, dass mein Roman gewisse Qualitäten hatte, konnte mein Verleger es wagen, einen neuen bei mir zu bestellen. Aber er hätte es vielleicht nicht gewagt, wenn ich... Ja, das gebe ich zu. Wir leben in einer Zeit, in der alles vom Gelde abhängt. Wer keines hat, kommt nicht vom Fleck. Während wir anderen freie Bahn haben. Das ist sehr ungerecht und unmoralisch. Wenn du so nimmst, ist alles unmoralisch. Immerhin, die echten Werte sollten sich durchsetzen können. Von allein? Das gelingt nur selten. Bedauerlich. Hör mal, Papa, ich verstehe nicht, dass du so redest. Gerade du. Ich? Ja. Nimm es mir nicht übel, das soll kein Vorwurf sein, durchaus nicht. Aber als ich Henri heiratete, warst du doch nur einfacher Untersuchungsrichter. Ja, und inzwischen bin ich Appellationsrat geworden. Allerdings. Aber nun mal ganz unter uns. Glaubst du nicht auch, dass Henris Einfluss ein klein wenig daran beteiligt war? Ja, aber hör mal. Und das ist doch keine Schande. Wenn du nicht der Mann gewesen wärst, der du bist, hätte Merkur nichts tun können für deine Beförderung. Merkur war aber Henris Freund. Sie gingen zusammen auf die Jagd. Er hat oft bei uns hier diniert, mit dir, im kleinsten Kreis. Und Merkur war Justizminister. Meine liebe Susanne, ich muss dir Du, gestehen... lass gut sein, Schwiegervater, ärgere dich nicht. Ich bin reich. Man ist nicht reich für sich allein. Die Familie muss Vorteil davon haben. Das ist normal. Außerdem, zu meiner Stellung passt ein einfacher Untersuchungsrichter nicht halb so gut wie ein Appellationsrat. Einige Diners, einige Flaschen Champagner, ein paar Geschenke für Madame Merkur, was ist das schon? Im Grunde bin ich es, der von deiner Beförderung profitiert hat. Wenn die Beförderung von dieser Art von Kuhhandel abhängig sein soll, dann hatte ich allerdings nichts in die Waagschale zu werfen. Aber ich bin überzeugt, dass mich Pflichttreue und Leistung eines Tages an dieselbe Stelle geführt hätten. An der Altersgrenze vielleicht, Papa. Wie deine armen Schlucker von Kollegen, die so dahin vegetieren mit ihrer Familie und durchaus nicht sicher sind, den Sieg über ihre Mitbewerber davonzutragen. Schließlich bin ich dekoriert worden, ich bin... Der Sohn des Präsidenten der Republik ist ebenfalls ein Freund von Henri. Aber das... Er wollte sich erkenntlich zeigen für einige diskrete Gefälligkeiten, die ihm erwiesen wurden. Och. Ich begreife nicht, warum du so empört bist. Das ist das Leben, lieber Papa. Das ist nicht das Leben, wie ich es sehe. Du schließt dich in deinen Elfenbeinturm ein, in deine kleine Wohnung in der Rue Saint-Jacques im 4. Stock, wo es nach alten Büchern riecht. Wo du geboren bist, wo deine Mutter gestorben ist. Und wo ich 20 Jahre lang nicht habe frei atmen können. Ich habe alles getan, um dich glücklich zu Das machen. war ja nicht deine Schuld, Papa. Aber ich hatte immer nur das Verlangen, wegzugehen.
wie viele junge Mädchen. Dich zu verheiraten. Natürlich. Und eines Tages hast du den Märchenprinzen gefunden. Ja. Und wenn ich arm gewesen wäre? Wahrscheinlich hätte ich mich damit abgefunden. Ich hätte eine Revision meiner Jungmädchenträume vornehmen müssen. Aber Mama und ich, wir haben uns reiche Männer ausgesucht. Dein Mann war alles andere als reich damals, als er um dich anhielt. Ja, aber meine Mitgift und der Direktorenposten, den du ihm verschafft hast. Ich war sicher, dass er reich werden würde. Also auch du verdankst mir dein Glück. Wir alle verdanken dir unser Glück. Wie auch Papa darüber denken mag. Ich habe niemals gesagt, dass ich Henri nicht dankbar wäre. Er ist immer sehr nobel gewesen, sehr freigebig. Also mit einem Wort, es sollte eigentlich in der Halle eine Bronzebüste von mir stehen, vor der ihr euch täglich verneigen könnt. Papa, du machst dich lustig über uns wie immer. Aber da heute, wie du sagst, ein Festtag ist, wir wissen zwar immer noch nicht, worum es sich handelt, möchten wir alle dir unseren Dank sagen. Für das Leben, das du uns bereitet hast und das uns erlaubt, glücklich zu sein. Das ist wahr. Und ob das wahr ist? Ja, ich kann es nur bestätigen. Und ich muss bei dieser Gelegenheit gestehen, dass ich mir niemals richtig klar gewesen bin über das, was ich heute Abend erfahren habe. Danke, Henri. Darf ich jetzt sprechen? Natürlich darfst du. Glaubt mir, ich bin sehr gerührt von euren Worten. Gerade heute. Es ist nämlich wirklich ein Festtag für uns. Wir feiern heute Abend meine 10. Million. Papa. Ja. Und aus diesem Anlass, da habe ich mir für jeden von euch ein Geschenk ausgedacht. Ich möchte jedem einen heimlichen Wunsch erfüllen. Hier, Madame d'Ombré, das Diamantkollier, um das du mich nie gebeten hast, aber das du doch sicher... Schön, Mama. Ja, und für dich, Nicole, da hätte ich mir gewünscht, dass dein Mann bei uns wäre, aber er musste nach Lyon. Und ich wollte dieses Fest gerade heute feiern. Mein Geschenk für euch ist meine Fabrik in Charité-sur-Loire. Sie soll dir gehören und dein Mann soll die Leitung übernehmen. Papa, das ist ja toll. Oh, Mama, was für ein Geschenk. Ich bin genauso überrascht wie du, Nicole. Und ich freue mich für euch und eure Kinder. Danke, Papa. Und du, Jacques? Ja? Du bekommst das Verlagshaus, von dem du schon so lange träumst. Aber Papa... Hier, ein Scheck, der ausreichen dürfte. Oh, 1000 Dank, Papa. Und was dich betrifft, Schwiegervater... Ich habe kein Geschenk zu beanspruchen. Oh, doch, ich verdanke dir viel. Mir? Ja? Ich wüsste wirklich nicht... Und du wirst es noch erfahren. Zunächst, lieber Schwiegervater, hier der Pachtvertrag für die kleine Villa mit Garten und Fischteich, die wir uns im Frühjahr angesehen haben. Aber ich... Für dich, wie ich weiß, der erträumte Ort für deine alten Tage. Aber ein solches Geschenk kann ich wirklich nicht annehmen. Keine Einwendungen. Und jetzt auf eure aller Gesundheit. Auf deine, Papa. Die ist ausgezeichnet. Und für dich selbst hast du gar kein Geschenk? Doch, Was für eines. Ich hoffe, ein schönes. mir gefällt es jedenfalls. Und was ist es? Der Stoff für einen Roman. Wie? Für einen Roman? Papa, du willst doch nicht einen Roman schreiben. Nein, ich möchte ihn erleben. Ich verstehe nicht. Was für ein Thema ist es denn? Hast du schon einen Titel? Ja? Welchen? Verbrechen macht sich bezahlt. Was? Aber der Titel gehört doch Jacques. Oh, mein Roman soll ja nicht erscheinen. Er wird nur 4 Leser haben oder besser 4 Hörer. Wie meinst du das? Euch 4. Sonst niemanden. Es sei denn, dass ihr die Sache herumerzählen wollt, aber das ist nicht wahrscheinlich. Du spannst uns auf die Folter. Das ist erst der Anfang. Henri, du bist so seltsam. Erzähl doch endlich, Papa. Es handelt sich um die Geschichte eines Mannes, eines jungen Mannes zunächst. Eine wahre Geschichte? Ja, eine wahre und ziemlich blutige Geschichte. Der junge Mann stammt aus einer armen Familie. Oder richtiger gesagt, aus einer sehr kleinbürgerlichen, mittelmäßigen Familie. Mit ungefähr 15 Jahren macht der Junge die niederschmetternde Feststellung, dass sein Vater und seine Mutter mittelmäßig sind und dass sie es immer bleiben werden, unheilbar mittelmäßig. Bis 65 wird sein Vater gerade so viel verdienen, dass er und seine Familie nicht ins Elend geraten. Dank dem bezahlten Urlaub können sie es sich leisten, Ferien zu machen. Aber auch diese Ferien sind mittelmäßig. Später wird sein Vater ein kleines Ruhegehalt beziehen. Die Bedürfnisse der Eltern
werden in demselben Maße abnehmen wie die Einnahmen. Bisher ist alles ziemlich alltäglich, um nicht zu sagen banal. Und außerdem passiert nichts in deiner Geschichte, Papa. Findest du? Es passiert immerhin das eine, dass diese Art zu leben den jungen Mann immer mehr anwidert. Er beginnt zu begreifen, dass die Menschen sich in 2 Kategorien einteilen lassen. Diejenigen, die verschlingen und diejenigen, die verschlungen werden. Er beschließt, Sich nicht verschlingen zu lassen. Natürlich. ja, aber mit einer so kalten Entschlossenheit, wie sie selten ist bei einem jungen Mann in diesem Alter. Für seine Eltern, vor allem für seinen Vater, empfindet er so etwas wie Verachtung. Kein Mitleid? Nein. Da das Leben ein Kampf ist, ein rücksichtsloser Kampf, in dem das Mitleid keinen Platz hat, wird er niemals Mitleid haben. Niemals. Ja, aber schließlich sind doch Mitleid, Barmherzigkeit und Güte. Nur Schwäche, wenn man daran glaubt. Und Heuchelei, wenn man sich ihrer bedient, um die Besiegten über ihre Lage hinwegzutäuschen. Merkwürdig, Papa, dass gerade dir ein solcher Einfall kommt. Wieso? Die Einfälle eines Menschen müssen doch nicht unbedingt mit seinem Temperament und seinem Charakter übereinstimmen. Sonst könnte ja ein Romanschriftsteller, der sehr männlich und selbstbewusst ist, niemals über einen schüchternen Menschen schreiben oder über ein junges Mädchen. Gewiss, aber euer Vater, der die Güte selbst ist, er hat es uns gerade wieder bewiesen. Und der so viel für seine Arbeiter getan hat. Kantinen, Sportplätze, Mütterheime. Das ist wahr, Papa. Alle Welt liebt dich. Also, der junge Mann, der beschlossen hat, ein Verschlinger zu sein, beginnt zu arbeiten wie ein Pferd. Er verzichtet auf jegliche Zerstreuung, auf jegliches Vergnügen. Er heiratet erst mit 29 Jahren. Wie du? Er hat vorher keine Zeit gehabt, an die Behaglichkeit und das Glück einer Ehe zu denken. Er will vorwärts kommen. Und er kommt vorwärts. Mit den Mitteln, über die er verfügt. Das heißt, mit nichts. Er sieht, dass er mit seinem Willen und diesem Nichts sich eine Stellung schaffen kann, eine schöne Stellung, aber es wird ihm auch klar, dass er auf diese Weise nie Chef wird, nie König. Und das will er. Das oder nichts. Ein Ehrgeiziger mit einem Wort. Ehrgeizig, ja, aber seiner sicher. Und entschlossen, alles zu wagen, um sein Ziel zu erreichen. Und dann? Und dann heiratet er. Eine reiche Frau. Nein. Ach. Nein, die Frau, die ihm gefällt, die er liebt, von der er weiß, dass sie ihn glücklich machen wird, denn seine Vorstellung von einem Sieger umfasst alle Arten des Glückes. Diese Frau ist keineswegs reich. Schade. Aber nein, es geht um sein Glück. Dennoch würde er vielleicht zögern, wenn er befürchten müsste, durch diese Heirat festgehalten zu werden auf der jetzigen Stufe seines Erfolges. Aber er heiratet die Tochter eines ehrenwerten Mannes, eines Justizbeamten, die eine für ihn wertvolle Mitgift hat, die Zugehörigkeit zur guten Gesellschaft. Mademoiselle Page, meine Mutter. Mir scheint, deine Geschichte ist stark durchsetzt mit Episoden aus deinem eigenen Leben. Ja, das finde ich auch, Henri. Ich mag es nicht, wenn du die Wahrheit so mit erfundenen Geschichten vermengst. Aber Mama, das ist nun mal so bei einem Roman. Die junge Frau hat eine Tante, Mitte 70, teilweise gelähmt. Sehr reich, sehr, sehr reich und sehr geizig, sehr egoistisch, sehr boshaft. Tante Marthe. Nein, Henri, hör auf. Lass Tante Marthe aus dem Spiel. Du bringst mich in Verwirrung mit dieser Geschichte, die deine Geschichte ist, aber in der ich dich nicht wiedererkenne. Bitte lass uns von etwas anderem sprechen. Warum? Die Geschichte ist doch sehr spannend. Nein, Jacques, ich will nicht. Bitte, Henri. Ja, ich bin gleich zu Ende. Oder fürchtest du dich, meine Liebe? Ich wüsste nicht warum. Alles, was ich erzähle, selbst wenn es mit mir zu tun haben sollte, gehört der Vergangenheit an, die tot ist, vergessen und begraben. Wie die arme Tante Marthe. An die ihr niemals mehr denkt. Gebt es nur zu. Keiner von euch. Das ist schon so lange her. 10 Jahre. Tja, 10 Jahre. Ein Gedenktag. Wie? Ein Gedenktag, mit dem unser Fest heute Abend eng zusammenhängt. Wie meinst du das? Es ist heute genau 10 Jahre her, dass Tante Marthe in dem Zimmer hier über uns gestorben ist. Abends um 11 Uhr. Ja. Deine Mutter hat von ihr mehr als 1 Million geerbt, weil dein Großvater zugunsten seiner Tochter auf die Erbschaft verzichtete. 1 Million, das war sehr viel damals. Genug, um mir eine Fabrik zu kaufen, meine Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen, jeden Widerstand um mich herum zu brechen und mir freie Bahn zu verschaffen. Henri, schweig still. Eine merkwürdige Fügung. Umso merkwürdiger, als Tante Marthe, wenn ich euch daran erinnern darf, erstickt war unter ihrem Kissen. Und? Ein Kissen legt sich nicht von allein auf eine alte Frau. Oder? Papa, schweig still, ich flehe dich an.
Was willst du damit sagen? Das soll ein Scherz sein, wie? Das möchtest du dir gerne einreden. Es ist kein Scherz. Da sieh deine Tochter an. Sie hat nicht einen Augenblick geglaubt, dass es sich um einen Scherz handelt. Warum hast du das gesagt? Hörst du? Sie fragt, warum ich es gesagt habe und nicht, warum ich es getan habe. Sag, dass du es nicht warst, Henri! Doch, ich war es. Wenn ich nicht irre, Schwiegervater, verjährt ein Verbrechen nach 10 Jahren. Ja, aber... Dann tritt also die Verjährung in 1 Stunde ein. Ihr habt 1 Stunde Zeit, um zu überlegen und zu handeln. Um zu handeln? Naja, um mich anzuzeigen. Was sagst du da? Ich glaube, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Um mich anzuzeigen, wenn euer Gewissen es verlangt. Ich verstehe dich nicht. Ich will, dass ihr alle, du, meine Frau, ihr, meine Kinder und du, mein unbestechlicher Schwiegervater, euch heute eurem Problem stellt, wie ich mich vor 10 Jahren meinem gestellt habe. Ich habe für euch mehr getan, als ein Mensch im Allgemeinen für die Seinigen tut. Bisher habt ihr nur das Gute mit mir geteilt. Jetzt möchte ich wissen, ob ihr auch den Mut habt, mit mir zusammen dem Schlimmen ins Auge zu sehen. Wie ich es 10 Jahre lang ganz allein getan habe. Es ist ein Tag der Abrechnung sozusagen. Eine Abrechnung, bei der es ums Ganze geht. Für mich und für euch. Du bist ein wahres Ungeheuer an Überheblichkeit. Nein, ich bin nur ein Mensch, der seinen Weg zu Ende geht. Ein Mensch, der seiner Tat nicht ausweicht. Der sich seinen Richtern stellt, nämlich euch. Und der jetzt wissen will, ob die Menschen, die er liebt und immer geliebt hat, so wie sie sind, mit ihren Mängeln und ihren Fehlern, ob sie fähig sind, auch ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Das ist ein moralisches Problem, ein Risiko. Aber ich nehme es auf mich. Ich gehöre nicht zu denen, die erst auf dem Totenbett beichten. Ich beichte mitten im Leben, in voller Kraft. Und jetzt warte ich auf das, was ihr mir zu sagen habt. Du hast sie umgebracht, meine Schwägerin. Die du nicht ausstehen konntest. Das hat doch damit nichts zu tun. Und du hast nicht den Mut, den Gedanken zu Ende zu denken. Mir scheint, du bist verrückt geworden. Die Geschichte liegt 10 Jahre zurück. Hast du in diesen 10 Jahren den Eindruck gehabt, dass ich wie ein Verrückter handelte? Aber das ist doch gar nicht möglich. Die Untersuchung hat ergeben, dass es ein Unfall Die war. Untersuchung. Es war durchaus glaubwürdig. Ja, sie war gelähmt. Die Beine, ja. Aber sie konnte doch... Es ist doch denkbar, dass sie sich umdrehen wollte und aufs Gesicht fiel. Mit der Nase ins Kissen. Ja, ist es nicht auch denkbar, dass ich sie so hingelegt habe? Hinterher? Ich glaube dir kein Wort. Du willst uns nur einen Schrecken einjagen. Sie wäre aufgewacht, bevor sie erstickte. Ist sie aufgewacht? Nein, sie ist erstickt. Das ist erwiesen. Also, dann war sie bewusstlos. Ich hatte ihr Schlafmittel ein bisschen verstärkt. Und Therese hat zugegeben, es auch schon verstärkt zu haben. Ihr erinnert euch an das Verhör. Sie hatte an dem Abend Ausgang und wollte verhindern, dass Tante Marthe aufwachte und sich allein fand in der Wohnung. Ja, das stimmt. Aber was hatte sie dir denn getan? Noch nichts. Aber sie war im Begriff, ihr ganzes Vermögen den Spitälern von Paris zu vermachen. Das erfuhr ich damals durch eine Indiskretion ihres Arztes. Damit wollte sie uns nach ihrem Tode zeigen, wie sehr sie uns verabscheut hatte. Du übertreibst. Sie hat niemals... Doch, sie hat. Sie hat uns gründlich verabscheut. Dich vor allem. Weil du ihre Schwester geheiratet hattest und nicht sie. Das war 1912. Lange her. Und sie war eine alte Jungfer, die nicht verzeihen konnte. Ich konnte sie nicht heiraten. Sie war 15 Jahre älter als ich. Das hinderte sie nicht daran, sich in dich zu verlieben, für immer enttäuscht zu sein und dich zu hassen. Dich und uns alle. Aber ich habe doch nie etwas getan. Du warst das Kind ihrer Schwester, das Kind, das sie nicht bekommen hatte. Und du hattest 2 gesunde Beine. Du kamst und gingst, während sie an ihr Bett gefesselt war. Sie wohnte bei uns im Haus. Ich tat für sie, was ich konnte. Ja, aber du stöhntest in einem fort. Oh, diese Tante Marthe, was für eine Last. Das hat sie nie gehört. Glaubst du, eine Kranke wie sie, die sich nicht bewegen konnte und keine Ablenkung hatte, konnte nicht unsere Gedanken und Gefühle erraten? Verlass dich darauf. Sie hatte dich völlig durchschaut. Und sie nahm es dir einfach übel, dass du eine Familie hattest, dass du sie nicht im Rollstuhl herunterholtest, wenn Besuch kam, dass du... Ach, es gab überhaupt nichts, was sie dir nicht übel nahm. Jacques und ich besuchten sie fast jeden Tag. Ja, ungern genug, aber sie besaß immerhin 10 Millionen. Grund genug für dich zu schmeicheln und zu heucheln. Ich sah eben etwas weiter als ihr. Trotzdem wollte sie dir dein Erbteil vorenthalten, wie du sagst. Ich habe alles getan, was möglich war, um es mir und euch zu sichern. Aber als sich dann herausstellte, dass die Situation verzweifelt war... Da hast du sie... Es war Notwehr. Sie hatte die Absicht, uns zu erdrosseln.
hast ein Wesen getötet, das sich nicht bewegen konnte, das wehrlos war, während es schlief. Ja, gerade weil sie schlief, hat sie nichts gemerkt, da hat sie nicht gelitten. Oh, es ist entsetzlich. Sie war sich doch selbst zur Last, hatte immer wieder den Wunsch, erlöst zu werden. Und sie war im Begriff, uns schweren Schaden zuzufügen, indem sie mich daran hinderte, die Pläne zu realisieren, von denen mein Erfolg abhing. Und damit auch euer Glück und das Leben von Tausenden von Familien, die meine Fabriken heute ernähren. Wäre ich ans Ziel gelangt, ohne die Erbschaft? Ich kann euch heute versichern, nein. Aber wir hätten doch bleiben können, was wir waren. Mittelmaß? Wir hatten, was wir brauchten. Ich nicht. Alles oder nichts. Das habe ich mir immer gesagt. Im Übrigen war meine Situation damals mehr als angespannt. Ich hatte meine Möglichkeiten überschritten. Mein ganzer Verwaltungsrat war einstimmig gegen mich. Ihr habt sie nicht gesehen, wie sie um den grünen Tisch saßen und mit fletschenden Zähnen um ihr Geld kämpften. Ich aber habe die erstickende Atmosphäre langer Sitzungen kennengelernt, wo aus Freunden plötzlich Richter und Feinde werden, wo man siegen muss. Oder man wird mit Füßen getreten, ohne Gnade, ohne Mitleid. Dieser Sieg auf der einen Seite. Und auf der anderen das Leben einer bösartigen alten Hexe, die zu nichts nütze ist. Wenn ich noch einmal zu wählen hätte, ich würde es wieder tun. Das ist ungeheuerlich, was du da sagst. Aber die ganze Geschichte ist ja gar nicht möglich. Welche Geschichte? Dass du, Tante Marthe, ich meine, dass sie so gestorben sein soll. Warum nicht? Erinnerst du dich, Mama? Als Therese aus dem Kino kam und als sie Tante Marthe oben fand, war Papa noch in der Fabrik. Wir haben ihn doch gleich angerufen, als sie uns weckte. Ganz recht, ich war in der Fabrik. Aber vorher war ich oben gewesen, bei Tante Marthe. Und du hast es fertiggebracht? Es braucht nicht viel, damit eine alte Frau aufhört zu atmen. Sie ist überhaupt nicht aufgewacht. Ein Kissen auf das Gesicht, nur einige Sekunden. Dann habe ich sie umgedreht, sodass sie auf dem Gesicht lag. Und bin wieder in die Fabrik gegangen. Ich erkenne dich nicht wieder. Das bist du gar nicht mehr. Doch, das bin ich. Ihr alle habt mich akzeptiert, bis zu diesem Augenblick. Ihr habt keine Rechenschaft von mir verlangt, woher das Geld kam. Ihr wusstet zwar nichts von der Sache mit Tante Marthe, aber ihr wusstet, dass ich 10 Fabriken ruiniert hatte, die versuchten, mir Konkurrenz zu machen. Ihr hattet von dem Selbstmord von Morel gehört, der mir Widerstand leistete und den ich zugrunde richtete. Davon ist hier nie gesprochen worden. Das ist doch etwas ganz anderes. Ein Verschlinger, ein Verschlungener, das ist genau dasselbe. Und Morel hatte eine Frau und Kinder. Ja, das ist wahr. Ach, und das wird erst heute klar. Ich habe nie darüber nachgedacht. Du hast nicht nachdenken wollen. Aber nein, Doch. Du hast mich betäubt. Du hast mich gewöhnt an eine Existenz, die so mühelos war, so leicht, so... Egoistisch, dass es dich nicht kümmerte, wie sie zustande kam. Wir hätten glücklich sein können, ohne das Morel. Nein, er oder ich. Wenn ich verloren hätte, wenn wir nicht geerbt hätten von Tante Marthe, dann wäret ihr heute dort, wo die Morels sind. Du hättest dich kümmerlich durchschlagen müssen, meine arme Suzanne. Deine Tochter wäre Sekretärin und dein Sohn würde keine Romane veröffentlichen, hätte niemals welche veröffentlichen können, weil Morel dieselben Methoden angewendet hätte wie ich. Er wartete nur auf die Gelegenheit. Oh, Henri. Er hat es mir selbst gesagt. Aber ich war der Stärkere. Wie hast du es nur fertiggebracht, dieses Geheimnis für dich zu behalten? 10 Jahre lang. Es wächst Gras über alles. Auch über uns wird Gras wachsen. In 50 Jahren werden wir alle nicht mehr da sein. Aber solange ich lebe, verschaffe ich mir die besten Bedingungen. Ich mache mir nichts vor. Ich sehe die Dinge so, wie sie sind. Wenn ich daran denke, dass du beim Begräbnis deiner Tante Marthe Tränen vergossen hast, obgleich sie dir unerträglich war. Ich höre es noch, wie du einmal sagtest, es ist abscheulich, es auszusprechen, aber wenn sie eines Morgens nicht mehr aufwachte, es war nicht abscheulich, es auszusprechen. Wenn überhaupt etwas abscheulich war, dann war es der Gedanke. Ach, Henri, man redet manchmal so etwas dahin, aber... Dann willst du vielleicht behaupten, dass du sie geliebt hast? Oh, sie war immerhin... Jedes Mal, wenn sie oben klopfte mit ihrem Stock, dann hast du sie verwünscht, bevor du hinaufgingst. Und mit welchem Eifer hast du dich daran gemacht, ihre Wohnung auszuräumen, gleich am Tag nach der Beerdigung. Alles wurde beseitigt, was an sie erinnerte. Nicole wollte heiraten und hatte keine Wohnung. Ja, das war der Vorwand. Aber du schafftest dir Tante Marthe endgültig vom Halse, ließest nichts von ihr übrig, weil du dich rächen wolltest für ihr wütendes Klopfen mit dem Stock. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir nicht. Bist du ganz sicher? Wieso? Na, denk an die Nacht damals, als wir beide schließlich allein waren in unserem Zimmer. Erinnerst du dich? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Arzt hatte die Erlaubnis verweigert für die Beerdigung. Er wollte sich rächen, weil ich ihn ein bisschen hart angefasst hatte, diesen kleinen Kleffer, der sich in Dinge mischte, die ihn nichts angingen. Damals fragtest du mich, ob ich nicht oben gewesen wäre bei Tante Marthe, bevor ich in die Fabrik ging. Ja, ich fragte mich natürlich, ob sie ganz ohne mich erstickt war. Nein! Nein! Du wusstest, dass ich in Schwierigkeiten steckte und dass sie sich geweigert hatte, mir zu helfen. Du hattest sogar gesagt, das ist nicht recht von ihr. Sie macht doch selbst gar keinen Gebrauch von diesem Vermögen.
Ja, das habe ich wohl gesagt. Und es war auch wirklich meine Meinung, aber... Vielleicht hast du nicht gerade gedacht, dass ich ihr zum Sterben verholfen hätte, aber immerhin, ich konnte zu der Zeit oben gewesen sein und sie nicht daran gehindert haben. Wie kamst du überhaupt darauf? Ich könnte hinaufgegangen sein. Nun, es konnte doch sein. Du gingst doch öfter zu ihr. Aber nicht am späten Abend. Außerdem hast du mir gesagt, du hättest Schritte gehört oder zu hören geglaubt. Das konnte Therese gewesen sein. Therese war um 9:15 aus dem Haus gegangen. Es war aber kurz vor 11. Lass mich. Als der Richter uns verhörte, da hast du kein Wort gesagt von den Schritten. Warum nicht? Lass mich, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, lass mich. Ich kann nicht mehr. Mama! Papa, du bist abscheulich. Deshalb hast du ja nach dem Tode von Tante Marthe eine Zeit lang Angst vor mir gehabt. Angst? Ja, eine instinktive Angst. Du warst erst 17 Jahre alt, aber du hast an diesen Unfall nie geglaubt. Du hast immer geahnt, dass hier etwas anderes im Spiel war. Zuerst hattest du deinen Bruder im Verdacht. Aber Es kränkt ihn heute noch, sieh ihn nur an. Er hatte sich gerade der Literatur in die Arme geworfen. Er ging viel aus, das kostete Geld. Was er von mir bekam, reichte nicht. Mir sagte er natürlich nichts davon, dass er Schulden hatte. Wie sollte ich dir klar machen, dass mein Beruf... Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich erinnere nur deine Schwester an die erste Frage, die sie damals stellte. Was für eine Frage? Ist etwas gestohlen worden bei Tante Marthe? die Frage war doch ganz natürlich. So war sie das? Meinst du wirklich, ein Einbrecher hätte sich ausgerechnet für diese alte Dame interessiert? Nur wegen der paar Geldscheine, die sie vielleicht in der Schublade hatte, während alles Übrige in guten, sicheren Werten auf der Bank lag? Nein, Nicole. Du hast geglaubt, dass nur Jacques es gewesen sein konnte, der sich für die paar Scheine interessierte, weil er seine Schulden loswerden wollte. Nun jedenfalls. Ich habe niemanden getötet. Ich nicht. Im Augenblick antworte ich deiner Schwester, aber wenn du es so eilig hast, dich in den Kampf zu stürzen, dort habe ich gestanden. Dort, auf dem Balkon, hinter diesem Vorhang, an dem Abend, 2 Tage nach der Beerdigung, als du und Nicole... Du warst hier? Na, siehst du, du erinnerst dich. Ja, ich war hier. Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen auf dem Balkon. Und ihr glaubtet, ich wäre noch in der Fabrik. Ich wollte einmal ungestört mit Jacques sprechen. Ja, du wolltest ihn zu dem Geständnis bringen, dass er Tante Marthe getötet hatte, um sie auszuplündern. Wie konnte ich denn? Es war ja gar nichts gestohlen worden. Du glaubtest, es gäbe ein Versteck, das wir alle nicht kannten. Nur er. Erinnerst du dich? Jacques wehrte sich verzweifelt. Er war ganz verwirrt. Ich war unschuldig. Ja, zuletzt ließ sie sich überzeugen. Und dann habt ihr beide fast gleichzeitig euch die Frage gestellt, wer hat sie denn nun wirklich getötet? Ja, das stimmt. Weil keiner von euch die Möglichkeit eines natürlichen Todes überhaupt in Betracht zog. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ihr habt genau gewusst, was passiert war. Ihr alle. Nein, ich nicht. Ich habe es nicht gewusst. Du hattest es erraten. Instinktiv. Du warst ganz sicher. Nein! Du willst es heute nicht mehr zugeben, aber versetz dich doch einmal zurück in jene Nacht. Wozu? Es führt zu nichts. Und außerdem, ich muss mich um Mama kümmern. Oh, wie besorgt. Tja, merkwürdige Atmosphäre damals. Der Gerichtsmediziner, dieser kleine Kläffer, war auf der richtigen Spur, ohne es zu ahnen. Er glaubte selbst nicht daran, dass die Mine losgehen würde, die er gelegt hatte. Er wollte mich nur ärgern. Aber euch hatte er hellhörig gemacht. Es war ein Mord. Das stand fest für euch alle, auch für dich, Jacques. Gib es zu. Ich bestreite nicht, dass mir der Gedanke durch den Kopf ging, aber... Siehst du? Und da du nicht der Mörder warst, musste ich es sein. Aber die Untersuchung hat doch jeglichen Verdacht zerstreut. Und wem verdanken wir das? Ich weiß nicht. Dem Untersuchungsrichter Page, meinem Schwiegervater, heute Appellationsrat. Das ist nicht wahr. Ich hatte nichts mit dieser Sache zu tun. Aber du hast sie zu deiner Sache gemacht. Remy führte die Untersuchung. Aber du hast eine kleine Untersuchung für dich geführt. Sehr sorgfältig und sehr geschickt. Du hast uns alle verhört, bevor Remy es tat. Ich wollte wissen, ob der Eindruck des Gerichtsmediziners richtig war. Aber du hast uns nicht wie ein Richter verhört, sondern wie ein Advokat. Was willst du damit sagen? Du suchtest keinen Schuldigen, sondern lauter Unschuldige. Das war doch wohl ganz natürlich. Ja, man verdächtigt nicht die Familie eines ehrenwerten Mannes, nicht wahr? Und so wurde es eine richtige Generalprobe für unsere Vernehmung durch den armen Remy. Du hast uns alles in den Mund gelegt, was wir Remy sagen sollten, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Das ist nicht wahr. Du hast uns nicht gefragt, wie war es möglich, dass sie sich umdrehte im Bett und auf dem Gesicht einschlief, sondern du hast uns versichert, sie hat sich also umgedreht und ist auf dem Gesicht eingeschlafen. Ja, wenn du alles so entstellst, was ich vor 10 Jahren vielleicht einmal gesagt habe. Du sagtest zum Beispiel, sie hatte ihr Schlafmittel genommen und schlief fest, anstatt zu fragen, wie viel Tropfen nahm sie gewöhnlich. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich. Und ich kann dir versichern, man wusste eine Antwort auf alles, wenn man aus deinen Händen in die des unglücklichen Remy gelangte.
Umso mehr, als er von dir gehörig präpariert worden war. Ich verbiete dir... Warum denn so empfindlich? Du kannst mir nicht verbieten, mir vorzustellen, wie du mit Remy über die Angelegenheit geplaudert hast. Und es dich stört, dass du ihn präpariert haben sollst. Mein Schwiegersohn umgab meine Schwägerin mit der liebevollsten Fürsorge, genau wie wir alle. Das soll ich gesagt haben? Reine Erfindung. Ja, reine Erfindung. Und ich verbiete dir, das sind deine Antworten. Aber du schreist nicht mehr, das ist nicht wahr. Es ist trotzdem nicht wahr. Ja, das klingt nicht sehr überzeugend. Weil diese lächerliche Diskussion mich überrascht. Nun, du hast sie doch wohl ein bisschen erwartet. Als ich mir Suzanne, Nicole und Jacques vornahm, da hast du nicht ein Wort gesagt. Ich wollte sehen, wie weit du gehen würdest. Bis zu dir. Und ich bin noch nicht fertig. Ich wüsste nicht, was du noch hinzufügen könntest. Nur noch dieses. Wenn alles nicht wahr ist, was ich hier vorbringe, wie war es dann möglich, dass die Untersuchung in 12 Stunden abgeschlossen wurde? Es ist ohne Nachprüfung hingenommen worden, dass Suzanne in ihrem Zimmer war, dass Jacques in seinem Literatencafé saß, dass Nicole bei Freunden war und ich in der Fabrik. Remy führt seine Geschäfte, wie er es versteht. Ohne die Fragen zu stellen, die wesentlich waren. Ich wüsste nicht... Zum Beispiel, wer beerbte Tante Marthe? Das konnte immerhin ein Licht auf die Sache werfen. Und es hätte ein Licht auf sie geworfen. Aber diese Frage hat ihn nicht weiter beunruhigt. Er ist brav gewesen, der kleine Untersuchungsrichter Remy, sehr brav. Aber es handelte sich ja auch um deine liebe, ehrenwerte, unangreifbare Familie. Und du warst sein Vorgesetzter. Ich weiß, wie das vor sich geht zwischen Leuten, die im selben Boot sitzen. Das ist schändlich. Ich praktiziere es doch selbst mit den Abgeordneten, den Ministern. Ein Wort ins Ohr. Oh, tun Sie mir den Gefallen. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Und dann war vermutlich die Rede von einer zänkischen alten Frau, die zu nichts mehr Nütze war. Mit einem Wort, du dachtest genauso wie ich. Aber ich habe nicht getötet. Ja, das ist euer Kehrreim. Eine Mitschuld gibt es wohl nicht in deinem Gesetzbuch. Du willst mir doch wohl keine Vorlesung über Moral halten, nein? Dafür ist es zu spät. Man hätte sie dir halten müssen in dem Augenblick, als du die Einzelheiten des Problems zurechtrücktest. Als du zum Untersuchungsrichter Remy sagtest... Das habe ich ihm niemals gesagt. Natürlich hast du es ihm gesagt, sonst würdest du doch gar nicht abstreiten, bevor ich es überhaupt ausgesprochen habe. Nämlich? Du hast gesagt, bedenken Sie doch, in unseren Kreisen, ein Skandal ruiniert die gesellschaftliche Stellung. Unsere, meintest du. Und deine natürlich auch. Glauben Sie mir, keiner von Ihnen ist einer derartigen Schandtat fähig. Und der andere, von dir weichgeknetet, antwortete, aber hören Sie, mein Lieber, ich habe niemals geglaubt, ja, dieser Gerichtsmediziner muss wohl betrunken gewesen sein. Ein Dialog zwischen Verrückten. So meinst du? Und wohin haben es diese Verrückten gebracht? Du und Remy? Sehr viel weiter, als wenn ich guillotiniert worden wäre. Oder als wenn Tante Marthe einige Jahre später an einem Herzanfall gestorben wäre und ihr Geld den Verschwendern der öffentlichen Armenpflege hinterlassen hätte. Meinst du nicht auch? Du beschuldigst mich der Korruption. Ach, jetzt kommen die großen Worte. Wenn ich guillotiniert worden wäre, hättest du doch wohl deine Entlassung einreichen müssen. Und ich hätte nicht die kleinen Soupers mit Merkur organisieren können. Und vor allem, ich hätte nicht das Vermögen der armen Tante geerbt, der keiner von euch in diesen 10 Jahren auch nur einen Strauß Margeriten aufs Grab gebracht hat. Aber das ist doch geradezu unsinnig. Ich frage mich, ob ich nicht einen dieser dummen Träume erlebe, in denen man vergeblich den Faden einer Logik sucht. Ich werde ihn dir wieder zusammenknüpfen, den Faden der Logik. Die Untersuchung, die du für dich anstelltest, war untadelig. Es fehlte keine der Fragen, die gestellt werden mussten. Aber Remy hat sich einfach an die Alibis gehalten. Du hast versucht, die Schritte in der Wohnung aufzuklären, die Suzanne unvorsichtigerweise erwähnt hatte. Du ja, aber er nicht. Es war dir bekannt, dass ich in der Fabrik meinen Privateingang habe. Und wenn dort abends nach 11 Uhr niemand meine Rückkehr bemerkt hatte, so hatte das nicht viel zu bedeuten. Es hatte mich eine Stunde früher auch niemand kommen sehen. Ich habe für ein Alibi gesorgt in der Fabrik, bevor ich in die Wohnung oben zurückkehrte. Ein Telefonanruf um 11:15 von meinem Büro aus und eine brennende Lampe für den Nachtwächter genügten. Vor einem normalen Untersuchungsrichter war ich unangreifbar. Aber du ahntest meine finanzielle Situation, die vor den Augen der anderen gut verborgen war. Du kanntest meinen Ehrgeiz, meine Besessenheit, meinen völligen Mangel an Gefühl und an Skrupeln in Geschäften. Allerdings, du hattest große Angst vor einem Skandal und du brauchtest mich.
Lass Großvater endlich in Ruhe. Nein, Jacques. Es ist wahr, dass ich mit Remy gesprochen habe. Es ist wahr, dass ich keine Untersuchung wünschte und dass ich alles getan habe, um sie zu verhindern. Es ist wahr, dass ich euch alle Antworten souffliert habe auf die Fragen, die ich aus dem Munde von Remy erwartete. Ja, aber wenn das wahr ist, Großvater... Ich schwöre dir, Jacques, dass ich nur an einen bedauerlichen Unfall geglaubt habe. An einen Unfall allerdings, der einen Verdacht zulassen konnte. Was ich getan habe... Mit vollem Bewusstsein. Ja, mit vollem Bewusstsein. Ich habe es getan, weil es völlig überflüssig war, dass die Bosheit dieses Gerichtsmediziners einen Skandal verursachte. Du bist ja nicht klar darüber, Jacques, was für eine Verwirrung eine Untersuchung anrichten kann bei Unschuldigen. Aber du warst dir klar darüber. Ja, weil ich diesen Beruf ausübe. Und weshalb hast du Remy daran gehindert, seinen auszuüben? Weil es für mich hier eben kein Verbrechen gab. Und jetzt? Ja? Nimm deinen Vertrag zurück. Ich würde die Villa jetzt um keinen Preis mehr annehmen. Du bist Appellationsrat. Auch das verdankst du der Hilfe, die du mir geleistet hast. Ja, ich habe mich vergangen, ich gebe es zu. Das ist es doch, was du hören willst. Aber... Ich habe zwar nicht gedacht, dass dein Vater oder du Verbrecher sein könnten, aber es konnte hier einen Verbrecher geben. Und den habe ich nicht verfolgt, um unseren Frieden nicht zu gefährden. Von meiner Seite war es eine Pflichtvergessenheit. Nun beruhige dich doch. Durch meine Schuld ist ein Verbrechen unbestraft geblieben. Bis heute. Möchtest du etwa veranlassen, dass Papa jetzt noch verurteilt wird? Das ist meine Pflicht. Das würde Tante Marthe nicht wieder lebendig machen. Um das Opfer geht es nicht mehr. Es geht um die Bestrafung des Verbrechers. Großvater, was willst du tun? Die Polizei verständigen. Nein. Es ist meine Pflicht. Es eilt doch nicht. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit zum Überlegen. Ich brauche nichts mehr zu überlegen. Aber wir? Ihr? Ja. Nicole, Mama, bitte kommt hierher. Wir brauchen euch beide. Das ist eine Sache, die uns alle angeht. Mama auch und Nicole. Es wird wohl nötig sein, dass wir das besprechen. Ich wäre lieber allein geblieben. Das geht leider nicht, Mama. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung? Ja. Großvater will die Justiz alarmieren, solange es noch Zeit ist. Oh. Meinst du, Papa, dass das, was wir heute Abend erlebt haben, noch nicht genügt? Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss es tun. Aber du bist nicht allein. Wir sind 4. Jacques hat recht. Wenn du jetzt eine Untersuchung in Gang setzt, hast du gar nicht an uns gedacht, Großvater. An Mama, an mich, an deine Urenkel. Nicole, von klein auf habe ich dich zur Ehrlichkeit und Redlichkeit angehalten. Und du tust dasselbe mit deinen Kindern. Ja, eben. Und deshalb will ich nicht, dass meine Kinder durch diese Geschichte beschmutzt werden, mit der sie nichts zu tun haben. Gewiss, Nicole. Aber die Gerechtigkeit steht über allem. Wenn ich allein wäre. Ich weiß nicht, was ich täte, aber mit meinen Kindern? Ich habe sie zur Welt gebracht, damit sie glücklich werden, verstehst du? Glücklich. Das Leben wird ihnen noch genug Steine in den Weg legen. Meine Pflicht ist es, ihnen zu ersparen, was ihnen erspart werden kann. Was passiert in der Schule, wenn der Name von Papa in den Schlagzeilen aller Zeitungen erscheint? Wie sollen die Kinder damit fertig werden? Wie stellst du dir das vor? Du, der du vor 10 Jahren zurückgeschreckt bist vor einer einfachen Untersuchung, die du für bedeutungslos hieltest. Das ist es ja gerade. Ich habe damals einen großen Fehler begangen. Du möchtest Papa ins Gefängnis bringen? Wenn er es verdient hat. Aber es geht um Papa! Ja, dem du die Fabriken, den Wagen und deine Pelze verdankst. Nein! Dem ich meine ersten Puppen verdanke. Und der mich auf seine Knie nahm, wenn es mir nicht gelingen wollte, meine Lektion zu lernen. Ich bin jetzt 28 Jahre alt. Zwischen uns gibt es eine Liebe, die aus Zärtlichkeit, aus Erinnerungen, aus einer langen Kameradschaft besteht. Das alles hat nichts zu tun mit einem Geld, Papa. Und es kann auch nicht mit einem Schlag ausgelöscht werden. Papa hat mir nur Gutes getan, Großvater. Er hat mir ein glückliches Leben bereitet. Und wenn ich nun vor 10 Jahren meine Pflicht erfüllt hätte? Du hast sie erfüllt. Du hast uns verteidigt. Nein. Ich hatte einen feierlichen Eid geleistet, als ich die Robe des Richters anzog. Ich hatte geschworen, die Schuldigen ihrer Strafe zuzuführen. Ein unvermutet eingetretener Todesfall wie dieser, ein
Verdacht, wie ihn der Gerichtsmediziner ausgesprochen hatte. Nicht einen Augenblick hätte ich in einem solchen Fall gezögert, wenn es nicht um meine eigene Familie gegangen wäre. Jedenfalls, ich verteidige meine Familie. Ich will nicht, dass sie in diese Geschichte verwickelt wird. Ich gehe nach Hause heute Nacht mit den Kindern. Es fällt mir schwer, Papa. Aber von heute an, Nicole. Du kannst sie sehen, Mama, so oft du willst. Aber nicht hier. Du willst sie mir entziehen. Verbrechen macht sich nicht bezahlt, Henri. Antworte, Nicole. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich bin nicht dein Richter. Aber die Kinder siehst du nicht mehr von heute an. Das musst du verstehen. Nicole, wir waren doch immer alle zusammen. Ist es meine Schuld, dass wir es nicht mehr sein können? Und das ist alles, was du zu sagen hast? Ich werde dich noch mehr enttäuschen als Nicole, Großvater. Sie kann sich auf die Kinder berufen und auf das Glück der Familie. Ich kann mich auf nichts berufen. Ich will nur verhindern, dass ein Skandal ausbricht, der meine Karriere ruiniert. Ich habe es leicht gehabt durch meine Erziehung und... Mein Geld. Ja, dein Geld, ganz recht. Ich gehöre heute zu den Bevorzugten. Es ist mir unmöglich, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich plötzlich in beschränkte Verhältnisse geraten könnte. Du hast ein Verlagshaus. Ja, und ich behalte es. Ich will nicht zu den armen Schluckern gehören, soweit es von mir abhängt. Mein Erfolg hat viel Neid hervorgerufen und Gehässigkeit. Man wartet nur darauf, dass mir etwas auf die Nase fällt. Wenn du selbst Verleger bist, dann kann dir nichts passieren. Es sei denn, meine Konkurrenten schnappen mir die Schriftsteller weg, die ich verlegen will, um mir einen geeigneten Rahmen zu verschaffen. Und um diejenigen, die zu viel Talent haben, ein bisschen kalt zu stellen. Würden Sie es anders machen an meiner Stelle? Es ist eine Schande, die moralischen Werte so mit Füßen zu treten. Oh, die moralischen Werte. Sie existieren. Sie sind nur ein Instrument in den Händen derjenigen, die sie mit Füßen treten. Im Namen der Moral, des Vaterlandes, der Familie nehmen diese Menschen den anderen die Butter vom Brot. Heimlich, ganz heimlich, damit sie recht artig, recht folgsam und geduldig bleiben und sich nicht in ein Spiel mischen, bei dem man sie nicht haben will. Wenn man das begriffen hat, gibt es kein Zögern mehr. Sag, was du willst. Ich bin ganz anderer Meinung. Du willst mir doch wohl nicht einreden, Richter zu spielen für einen Hungerlohn, das hieße Leben. Ich bin nicht unglücklich gewesen. Du bist nicht glücklich gewesen. Doch. Dein armseliges kleines Glück, das Papa zurückgewiesen hat von Jugend an. Nein. Ich war glücklich bis heute Abend. Glücklich und zufrieden. Ich war ein rechtschaffener Mann und das genügte mir. Heute ist mein ganzes Leben zusammengebrochen. Ein Leben der Redlichkeit. Großvater, es tut mir weh, dich leiden zu sehen. Ich lebte mitten unter euch und kannte euch nicht. Wir lieben dich alle. Und wir bewundern dich, wie man die Heiligen bewundert. Während man sich gleichzeitig fragt, warum zum Teufel sie unbedingt Heilige sein müssen. Ja, spotte nur. Ohne diese Menschen, ohne ihr Gewissen und ihre Pflichterfüllung würde die Gesellschaft gar nicht mehr existieren, auf deren Kosten ihr beide, deine Schwester und du, eurem Egoismus die Zügel schießen lasst. Das Schicksal meint es nicht gut mit den rechtschaffenen Leuten. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich will zu denen gehören, die leben. Das gefällt dir nicht, ich weiß. Aber ich bin nun mal so. Ich kann nichts dafür. Eine Frage der Generation. Eine Generation von Kannibalen. Eine Generation, die sich ihren Weg bahnt mit Gewalt. Ich bahne mir meinen eigenen. Selbst wenn er über eine Leiche geht. Angenommen, Tante Marthe wäre eines natürlichen Todes gestorben. Keiner hätte mehr an sie gedacht. Warum soll ich mich plötzlich dafür interessieren, wie sie gestorben ist? Damals zog ich gerade meine kurzen Hosen aus. Für mich hat dieses Problem nicht existiert. Und wenn es für dich existiert hätte, was dann? Wie soll ich das wissen? Vielleicht hätte ich die Lösung nicht beschleunigt. Kann aber auch sein, ich hätte sie beschleunigt. Ich weiß es nicht. Aber da ein anderer es für mich getan hat? Jacques! Willst du mich verantwortlich machen für den Tod Ludwigs des 16.? Es war eine Rechnung zu begleichen zwischen ihm und meinen Vorfahren, denen ich die Freiheit verdanke. Sie haben sie beglichen. Ich ziehe Vorteile aus dieser Freiheit, aber für das, was der Vergangenheit angehört, bin ich in keiner Weise verantwortlich. Siehst du? Er hat begriffen. Dein Enkel hat begriffen, ohne dass man es ihm erklärt. Er schwebt nicht in den Wolken, Schwiegervater. Er nicht. Er steht mit beiden Füßen auf der Erde. Ganz mein Sohn. Einen kleinen Unterschied gibt es zwischen uns. Welchen? Ich verstehe, Großvater. Ich habe etwas geerbt von ihm. Du? Ja, ich. In einer anderen Zeit wäre ich dir gern ähnlich gewesen. Was ich heute tue, das tue ich ganz im Innern mit einer Art Heimweh. Mit Gewissensbissen? Vielleicht. Und hast du trotzdem die Absicht, deinen Vater wiederzusehen nach diesem Abend? Frage ich die Leute, neben denen ich hergehe im Leben, meine Geschäftspartner, meine Freunde nach ihrer Vergangenheit? Ich würde mich lächerlich machen. Ich nehme sie, wie sie sind.
und erwarte von Ihnen, dass Sie mir gegenüber das Gleiche tun. Wie einfach das ist, über alle Probleme hinwegzugehen. Und ihr könnt leben mit diesem trüben Gewissen, ohne zu fürchten, dass eines Tages die ewige Gerechtigkeit... Oh, die ewige Gerechtigkeit. Und du, Suzanne? Ich? Hast du nachgedacht über... Ich brauche nicht nachzudenken. Und ich hatte geglaubt, dich so erzogen zu haben, dass du mir ähnlich würdest. Ich bin wie du, Papa. Genau wie du. Du hast dich der Gerechtigkeit verschrieben, der du blind gehorchst. Ich habe eine Liebe gewählt, der ich blind gehorche. Sie heißt Henri. Aber er ist ein Mörder. Ich habe ihm die Treue versprochen, in guten und in bösen Tagen. Am Tage vor unserer Hochzeit hast du lange mit mir gesprochen. Hast mir sehr schöne, sehr bewegende Dinge gesagt, die ich nicht vergessen habe. Du hast sehr viel Gewicht gelegt auf die bösen Tage, die unvermutet eintreten könnten. Aber das sollte doch nicht heißen... Ich halte fest an meinem Eid. An meinem Mann. Er besaß fast nichts, als ich ihn heiratete. Ich ahnte nicht, dass die guten Tage, die er mir versprochen hatte, uns diesen Reichtum bringen würden. Aber das ist es nicht, was uns verbindet. Auch nicht die Jahre der Leidenschaft, nein. Es ist mehr. Die ersten Schritte unserer Kinder. Die Unruhe, wenn sie krank waren. Die Augenblicke, in denen Henri, wenn er erschöpft war, mich brauchte. Ich habe ihn geliebt als reichen Mann, von allen umworben. Aber ich hätte ihn auch geliebt auf einer verlassenen Insel. Ich bin ihm gefolgt in das Paradies, das er für uns geschaffen hatte. Aber ich wäre ihm auch gefolgt in die Verbannung ins Gefängnis. Wenn jetzt dieses Paradies zur Hölle wird, so kann ich über ihn und das, was er getan hat, nicht mit dir diskutieren. Das musst du verstehen, Vater. Du lässt dich ja auch auf keine Diskussion ein über deine Gerechtigkeit. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. Vater, weißt du noch, was ich dir gesagt habe, als ich 16 Jahre alt war? Ich muss eine gute Wahl treffen, habe ich gesagt. Wenn ich erst einmal gewählt habe, werde ich niemals mehr einen anderen lieben können. Ich habe gewählt. Für immer. Verstehst du, Vater? Was ist los? Monsieur! Was ist passiert? Mein Schwiegervater... Was ist mit ihm? Er hat sich erschossen. Monsieur Page. Erschossen? Ja. Aber da müssen wir sofort... Es hat keinen Zweck mehr. Er ist tot. Es hat geklingelt. Na, sehen Sie nach, aber lassen Sie niemanden herein. Ja. Sie wünschen, bitte... Ich bin verabredet mit Appellationsrat Page. Monsieur, ich kann Sie leider nicht... Lassen Sie mich vorbei. Ja. Geben Sie her. Aber... Geben Sie den Revolver her. Wo ist...
Ich komme leider zu spät, wie ich sehe. Warum hat Monsieur Page sich erschossen? Ja. Warum? Sie haben gut getroffen. Wie? Genau in die Schläfe. Was soll das heißen? Dass Sie Ihren Schwiegervater, den Appellationsrat Page, ermordet haben. Ja, Monsieur. Sind Sie verrückt? Sie hatten ja den Revolver noch in der Hand. Ich habe versucht, Ihnen die Waffe wegzunehmen. Aber es ist Ihnen nicht gelungen. Was wollen Sie eigentlich? Wer sind Sie? Inspektor Charmel von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, und warum? Warum sind Sie gekommen? Darum. Aber Sie konnten doch nicht erraten. Sie waren mit Ihrem Schwiegervater nebenan im Büro. Ja. Sie haben ihn kurze Zeit allein gelassen. Vor 17 Minuten. Ja, allerdings. Sie haben Ihren Revolver gesucht? Nein, ich wollte ihm ein Glas Wasser holen. Der Revolver lag im Büro, im Schreibtisch. Liegt er da immer? Ja, natürlich. Geladen? Ja. Warum? Na, weil ich ihn mitnehme, wenn ich auf Reisen gehe. Haben Sie Kinder im Haus? Manchmal, meine Enkelkinder. Und wenn die nun an den Schreibtisch gehen? Fürchten Sie nicht, dass da etwas passieren könnte? Sie kommen niemals in mein Büro. Und wie konnte ich denn ahnen, dass mein Schwiegervater... Also dann erzählen Sie, wie es sich abgespielt hat. Ihre Version. Es ist nicht meine Version, es ist die Wahrheit. Wie komme ich dazu, Ihnen überhaupt etwas zu erzählen? Weil ein gewaltsamer Tod vorliegt. Also Verhör. Ich habe alles versucht, um diesen Selbstmord zu verhindern. Das sagten Sie schon. Und als ich ins Büro zurückkam, da hatte er den Revolver schon in der Hand. Ich habe mich auf ihn gestürzt, habe seine Arme ergriffen. Nur mit großer Mühe gelang es mir, ihn festzuhalten. Wie alt war er? Fast 70. Weiter. Ich habe ihm die Waffe entrissen. Er schien sich zu beruhigen. Ich versuchte vernünftig mit ihm zu sprechen und dabei legte ich den Revolver auf den Tisch. Und dann? Er hörte mir zu, eine gute Weile, aber plötzlich stürzte er sich wieder auf den Revolver und riss ihn an sich. Ich habe versucht, ihn daran zu hindern, aber... Ihre Kräfte reichten nicht. Ich kam zu spät. Ich bin ausgerutscht. Und bis ich wieder auf den Füßen war... Ja. Kurz, er hat versucht, sich zu erschießen und Sie haben ihn daran gehindert, aber den Revolver, den Sie ihm weggenommen hatten nach einem heftigen Ringern mit einem Greis von 70 Jahren, diesen Revolver haben Sie in seiner Reichweite auf den Tisch gelegt und haben nicht mehr darauf geachtet. Nicht in Reichweite. Dann hat er also das ganze Büro durchquert, um ihn wieder an sich zu nehmen. Nein, er war ans Fenster gegangen und ich war ihm gefolgt, um ihn zu beobachten. Ihn, aber nicht die Waffe. Ich sage Ihnen doch, dass ich überrascht worden bin. Und Sie? Ich? Wie heißen Sie? Therese. Was haben Sie gesehen? Nichts. Ich war in der Küche. Ich hatte gerade das Geschirr aufgeräumt. So spät? Ja, ich gehe nicht gerne früh ins Bett. Ich schlafe schlecht. Ja, trotzdem, mitten in der Nacht. Es war eine ganze Menge Geschirr. Hat es ein Diner gegeben? Ja. Wer war dabei? Nur meine Familie. Ich habe nicht Sie gefragt. Wer war dabei, Therese? Monsieur, Madame, Monsieur Page. Ja, und dann noch Monsieur Jacques und Madame Nicole, die Kinder von Monsieur. Wie alt sind die beiden? Madame Nicole ist 28, Monsieur Jacques 27. Ist er verheiratet? Nein. Aber Sie? Ja. Und wo war Ihr Mann? Er ist verreist. Es hat geklingelt, ich will nachsehen. Versuchen Sie nicht, das Zimmer zu verlassen. Es steht ein Polizist vor der Tür. Duby, öffnen Sie. Aber das kann ich doch... Wenn es der Gerichtsmediziner ist, so führen Sie ihn ins Büro. Ich stehe bald zu seiner Verfügung. Sie bleiben hier und beantworten meine Fragen. Es gab also heute Abend ein Diner für 5 Personen. Ja, Monsieur. Aus welchem Anlass? Ich weiß nicht. Ich feierte meine 10. Million. Was? Ja, meine 10. Million, Inspektor. Donnerwetter. Lesen Sie mal das Schriftstück, das dort auf dem Tisch liegt. Was ist das? Ein Vertrag über eine Villa. Ein Geschenk, das ich meinem Schwiegervater heute Abend gemacht habe. In Gegenwart meiner Frau und meiner Kinder. Bevor ich ihn ermordete. Und damit glauben Sie beweisen zu können, dass Sie nicht die Absicht hatten, ihn zu töten. Das kann ein geschicktes Arrangement sein, eine List. Wie die Spuren des Kampfes in Ihrem Büro. So, Inspektor, alles hat seine Grenzen. Sie scheinen nicht zu wissen, wer ich bin. Als Präsident der Stahlwerke d'Ambre und Co. arbeite ich ausschließlich für das Marineministerium. Ich bin Mitglied des Wirtschaftsrates und Offizier der Ehrenlegion. Ich gehe auf die Jagd mit Merkur.
Sie wissen, wer Merkur ist. Ja, der Justizminister. Jawohl. Und der Sohn des Präsidenten der Republik ist mein Schulkamerad. Nun? Und? Was hat das alles zu tun mit der Tatsache, dass Sie den Appellationsrat Barge ermordet haben? Ich habe ihn nicht ermordet! Wo sind die anderen Mitglieder der Familie? Madame Nicole ist nach Haus gegangen. Wo wohnt sie? In der Rue François Premier. Ist das weit? Nein, kaum 200 Meter. Holen Sie sie. Ja, Monsieur. Was hat denn meine Tochter damit zu tun? Überlassen Sie das bitte mir. Was ist hier los? Therese ist an mir vorbeigelaufen, sie weint und draußen ist ein Polizist. Sie sind Jacques d'Ambray? Ja. Wo kommen Sie her? Aus der Garage. Was wollten Sie dort? Den Wagen holen. Um Mitternacht? Ja, ich wollte meinen Großvater nach Hause bringen. Wann sind Sie weggegangen? Vor 3/4 Stunden ungefähr. Ist es so weit bis zu Ihrer Garage? Nein, ein paar Minuten nur, aber ich musste einen Reifen wechseln, Plattfuß. Richtig, der eine Reifen hatte kaum noch Luft, als ich den Wagen in die Garage fuhr. Sie wussten also, dass Ihr Sohn länger fortbleiben würde? Ich dachte, der Monteur in der Garage... Sie sind die ganze Zeit dort geblieben? Ja, selbstverständlich, ich habe dem Monteur geholfen. Wer hat Sie in die Garage geschickt? Mein Vater. Warum fragen Sie eigentlich? Mein Schwiegervater hat keinen Wagen. Da ist es doch wohl ganz natürlich. Warum verteidigen Sie sich? Ich habe noch nichts gesagt. Wie kam es, dass der Reifen geplatzt war? Ein Nagel. Groß? Ja. Es soll Leute geben, denen es Vergnügen macht, Nägel in die Reifen zu stecken. Sogar in ihre eigenen. Indizien solcher Art können Sie zu Dutzenden erfinden. Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird. Wo ist Ihre Mutter? Wahrscheinlich in ihrem Zimmer. Und sie hat nichts gehört? Weder den Schuss noch... Was für einen Schuss? Bitte holen Sie erst einmal Ihre Mutter. Aber... Gehen Sie bitte... Schlafen Sie im selben Zimmer wie Ihre Frau? Nein. Ich arbeite oft noch sehr spät und deshalb... Wo befindet sich das Zimmer von Madame d'Ambray? Am Ende des Korridors. Meinen Sie, dass man dort einen Revolverschuss nicht hört, der hier oder in Ihrem Büro abgefeuert wird? Das kann ich nicht beurteilen, daran habe ich keine Erfahrung. Madame Nicole kommt gleich. Sie musste erst das Mädchen wecken, damit es auf die Kinder aufpasst. Wo waren die Kinder heute Abend? Hier, Wie alt sind sie? 2 und 4 Jahre. Ich kann Mama nicht wach kriegen. Was? Ja, ich habe es versucht, aber sie schläft so Kommen fest. Sie mit. Doktor, sehen Sie bitte nach, was mit Madame d'Ambray ist. Regen Sie sich um jeden Preis. Dieser junge Mann hier wird Sie begleiten. Sie sind gar nicht erstaunt über den festen Schlaf Ihrer Frau? Sie fühlte sich nicht wohl. Sie hat ein Schlafmittel genommen. Wer hat ihr dieses Schlafmittel gegeben? Sie, Therese? Ich habe ihr einen Beruhigungstee gemacht. Den sie verlangt hatte. Nein, Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben? Monsieur. Erzählen Sie einmal, wie sich die Sache abgespielt hat. Das ist doch lächerlich. Meine Frau fühlte sich nicht wohl, ich sagte es schon. Und als Sie und meine Tochter sich zurückgezogen hatten, da meinte mein Schwiegervater, ich solle ihr ein Schlafmittel geben. War Ihr Sohn dabei? Nein, er war schon fort. Ich hatte ihn doch in die Garage geschickt. Verließ er gleichzeitig mit Ihrer Frau das Zimmer? Nein, wir haben uns noch kurze Zeit zu dritt unterhalten. Worüber? Über dies und das. Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber nicht über das Schlafmittel? Nein, es war später. Mir war eingefallen, dass mein Schwiegervater nicht zu Fuß nach Hause gehen konnte, mitten in der Nacht. Wie besorgt. Und deshalb bat ich meinen Sohn, den Wagen zu holen. Sie waren also allein mit Ihrem Schwiegervater, als er von dem Schlafmittel sprach? Aber ja, ich sagte es Ihnen doch. Und wo nahmen Sie das Schlafmittel her? Das habe ich immer im Büro. Wenn ich lange gearbeitet habe und nervös bin, nehme ich manchmal ein paar Tropfen. Und Sie haben dann nach Therese geklüngelt? Ja. Und Sie haben mir den Auftrag gegeben, den Tee aufzugießen und haben mir das Schlafmittel ausgehändigt. Nein, ich habe den Tee ins Büro gebracht, als er fertig war. Und? Und Monsieur hat die Tropfen hineingetan. Ja. Wie viel? Wie? Wie viel Tropfen? Ich weiß es nicht. Etwa 20? Einfach nach Gutdünken. Ja, wie ich es auch für mich mache. Aber für eine Frau, war die Dosis dann nicht ein bisschen stark? Oder halten Sie es für normal, dass Ihre Frau kaum wach zu kriegen ist? Es ist eben ein Schlafmittel. Sie wollen also behaupten, dass Ihr Schwiegervater Ihnen geraten hat, Ihrer Frau das Schlafmittel zu geben? Ja. Aber dieser einzige Zeuge lebt nicht mehr. Unglücklicherweise. Sie wollen damit sagen... Nichts weiter, als was ich gesagt habe. Das ist Madame Nicole. Lassen Sie sie herein. Und sehen Sie danach, ob Madame d'Ambray jetzt wach ist. Sie sehen, Monsieur, dass die Frage nicht ganz unwichtig war, ob Ihr Sohn dabei war oder nicht, als Ihr Schwiegervater von dem Schlafmittel sprach. Ah, Sie sind Madame? Madame Nicole Grange. Inspektor Charmel von der Kriminalpolizei. Sie sind hier, weil mein Großvater... Ja. Wo ist er? Nebenan. Aber ich habe zuerst einige Fragen an Sie zu richten. An mich? Ja, ich bin hier, um gewisse Feststellungen zu machen. Hast du den Inspektor gerufen, Papa? Sie wohnen in der Rue François Premier? Ja. Mit Ihrem Mann und Ihren Kindern? Ja. Wo ist Ihr Mann? In Lyon. Auf einer Geschäftsreise. Wann ist er abgereist? Vor ungefähr 8 Tagen.
Und Sie haben so lange bei Ihren Eltern gewohnt? Ja, wie immer, wenn mein Mann nicht da ist. Gestern Abend hat ein Familiendiner stattgefunden? Ja. Und nach dem Diner haben Sie sich entschlossen, mit Ihren Kindern nach Hause zu gehen? Ja, mein Mann kommt heute zurück. Um welche Zeit? Gegen Abend nehme ich an, er kommt meist abends. Sie haben also um 11 Uhr abends Ihre schlafenden Kinder aufgeweckt, trotzdem Sie am nächsten Tag noch Zeit genug für den Umzug gehabt hätten. Hatten Sie vielleicht einen Grund, so überstürzt nach Hause zu gehen? Ich verstehe nicht. Worüber wurde gesprochen im Laufe des Abends? Ach, über dieses und jenes. Können Sie nicht etwas Genaueres angeben? Oh doch, wir haben über das letzte Buch meines Bruders gesprochen. Den ganzen Abend? Nein, auch von Papas Geschäften, von... Und Ihr Großvater, wie fühlte er sich? Oh, sehr gut. War er fröhlich? Er war kein fröhlicher Mensch. Also traurig? Nein, auch nicht traurig, nur ernst, wie immer. Dann hat also dieser Selbstmord Sie überrascht, als Sie von Therese informiert wurden? Ja, allerdings. Aber ich verstehe nicht, Inspektor. Ich soll deinen Großvater ermordet haben. Papa! Sei nur ruhig, man wird ja auf dem Revolver seine Fingerabdrücke finden. Gewiss, aber darauf war ich gefasst. Komm, Mama. Komm, setz dich hierher. Der Arzt muss dir eine Spritze geben, damit sie wach wird. Mama. Entschuldigen Sie, Madame, dass ich Sie habe wecken lassen, aber Ihr Vater... Ich weiß. Therese hat es mir gesagt. Sie schliefen sehr fest. Ja, ich hatte ein Schlafmittel genommen. Sind Sie sofort eingeschlafen? Bitte? Ich frage, ob Sie sofort eingeschlafen sind. Ja, ich muss wohl gleich eingeschlafen sein. Nehmen Sie oft Schlafmittel? Nein, selten. Selten oder sehr selten? Sehr selten. Aber heute Abend hatten Sie eins nötig. Ach, nicht nötig, aber da Therese es mir gebracht hatte... Sie waren nervös. Sie versuchen meiner Frau etwas in den Mund zu legen. Warum waren Sie nervös, Madame? Ich sagte Ihnen doch ein kleines Fest. Wir hatten getrunken, Champagner. Und nach diesem kleinen Fest, bei dem fröhlich Champagner getrunken wurde, kam Ihr Vater, Madame, auf die Idee, sich eine Kugel durch den Kopf zu schießen. Können Sie mir sagen, was ihn dazu bewogen haben könnte? Denn ein Motiv müsste er ja gehabt haben. Nein, aber ich versichere Ihnen nicht. Ich weiß wirklich nicht. Vielleicht eine Depression, eine plötzliche Krise. Nein, Madame, ich kannte den Appellationsrat Page persönlich. Er war die Ehrbarkeit in Person. Selbstmord musste ihm als ein Akt erscheinen, der seiner unwürdig war, eine Feigheit. Ich begreife es ja auch nicht. Es ist wie ein böser Traum. Es tut mir leid, Madame, aber verschiedene Umstände zwingen mich, eine andere Erklärung zu suchen. Was für eine Erklärung? Alles lässt vermuten, dass der Appellationsrat Page ermordet worden ist. Ermordet? Ja. Aber von wem? Von Ihrem Mann. Was sagen Sie da? Henri! Es ist nicht wahr, Suzanne. Nein. Warum auch? Warum solltest du das getan haben? Das werden wir noch herausfinden, Madame. Ich kann nur immer wieder sagen, dass es nicht wahr ist. Aber ich habe eine Zeugenaussage. Eine Zeugenaussage, die ich nicht in Zweifel ziehen kann. Eine Zeugenaussage? Er selbst, Ihr Schwiegervater, klagt Sie an. Großvater? Aber er ist doch tot! Bevor er starb, hat er gesprochen. Mit wem? Mit mir. Aber Sie sind doch erst gekommen, als... Um 11:45 hat Appellationsrat Page mich angerufen. Sie angerufen? Warum? Es habe eine schreckliche Szene mit Ihnen gegeben. Einzelheiten können er mir nicht so schnell berichten, er sei auch viel zu aufgeregt. Sie hätten ihn in Ihrem Büro allein gelassen können, aber jeden Augenblick zurückkommen. Er habe Angst, dass Sie ihn umbringen wollten. Aber warum Er denn? beschwor mich sofort zu kommen. So ein Wahnsinn. Er hat noch hinzugefügt, wenn Sie zu spät kommen sollten, Inspektor, seien Sie auf der Hut. Lassen Sie sich nicht täuschen, er ist geschickt. Er wird alles so arrangieren, dass es aussieht wie ein Selbstmord. Also Wahnsinn, sage ich Ihnen, völliger Wahnsinn. Und was finde ich vor, als ich hierher komme? Einen Selbstmord. Und auf eine einfache Beschuldigung hin wollen Eine einfache Sie... Beschuldigung. Warum schlief Ihre Frau wie eine Tote? Sie nimmt doch nur sehr selten ein Schlafmittel. Und warum hatten Sie dafür gesorgt, dass das Haus leer war? Warum wurde Ihr Sohn in der Garage aufgehalten durch diesen geheimnisvollen Reifenschaden? Und der Revolver in Ihrer Hand? Nein, Monsieur Dombré, es handelt sich nicht um eine einfache Beschuldigung. Henri, sag etwas. Verteidige dich. Mich verteidigen? Wegen einen derartigen Unsinn? Welchen Grund könnte Monsieur Page gehabt haben, Selbstmord zu begehen? Ein hochgeehrter Mann, gesund und umgeben von den Seinigen. Nun? Und welchen Grund könnte ich gehabt haben, ihn zu töten? Ja. Für ein Verbrechen muss es ein Motiv geben. Ich werde es noch entdecken, verlassen Sie sich drauf. Sie werden es nicht entdecken, weil es kein Motiv gibt. Wir werden sehen. Vorläufig halte ich mich an die Aussage von Monsieur Page.
Aber den Telefonanruf meines Schwiegervaters haben nur Sie gehört. Nein, auch mein Assistent. Und mein Magnetophon. Was? Henri, ich flehe dich an, sag etwas. Ich glaube, es gibt nicht mehr viel zu sagen, Madame. Henri. Ich frage Sie noch einmal, alle 4. Kann einer von Ihnen mir wenigstens erklären, warum Madame Grausch mit ihren Kindern mitten in der Nacht plötzlich das Haus verlassen hat? Nun, so hat wohl Monsieur Dombré nicht nur seinen Sohn weggeschickt, sondern auch seine Tochter, unter irgendeinem Vorwand. Nein, er hat mich nicht weggeschickt, das ist nicht wahr. Ich habe mich selbst dazu entschlossen. Das werden andere klarstellen. Glaubt jemand von Ihnen im Ernst, dass Appellationsrat Barsch die Absicht gehabt haben könnte, Selbstmord zu begehen? Ist jemand unter Ihnen, der Monsieur Dombré eines Mordes nicht für fähig hält? Alles Übrige ist Sache des Untersuchungsrichters. Ich habe meine Arbeit getan, Monsieur Dombré. Ich möchte gerne... Bitte lassen Sie mich einen Augenblick mit meiner Frau allein. Gut. Aber lassen Sie mich nicht zu lange warten. Dürfen wir unseren Großvater sehen, Inspektor? Ja, Madame. Komm, Jacques. Ja, Nicole. Suzanne, du glaubst doch nicht, Suzanne, dass ich deinen Vater getötet habe. Nein, du hast ihn nicht getötet. Ihn nicht. Aber warum? Warum hast du diese Katastrophe heraufbeschworen? Ich konnte diesen Selbstmord, diese Wahnsinnstat nicht voraussehen. Gewiss, aber warum? Suzanne, du wirst mir nicht glauben. Ich habe dir immer geglaubt, Henri. Sprich. Es ist vielleicht das letzte Mal. Ich wollte stark sein, Suzanne, aber ich war einsam. Furchtbar einsam. Und deshalb... Aber du hattest doch uns. Gewiss, ich hatte euch, weil ich euch ein angenehmes Leben bereiten konnte. Das war es nicht, Henri. Ich weiß, Suzanne. Jetzt weiß ich es. Du hast daran gezweifelt. Mein Geld hatte um mich herum nur Abneigung und Hass hervorgerufen. Und nichts war jemals geschehen, was mir beweisen konnte... Henri, du hast uns nie gefragt. Ich hätte euch nicht geglaubt. Ich hatte mich daran gewöhnt, keinem Menschen zu glauben. Und deshalb wollte ich einmal wissen, selbst auf die Gefahr hin, dass alles zusammenbrach, ob ihr es ertragen könntet, mich so zu sehen, wie ich bin. Ob Nicole sich auch dann noch an ihre glückliche Kinderzeit erinnern würde. Und ob du... Henri. Ja. Trotz allem, was ich verliere. Und obgleich ich besiegt bin von diesem alten Mann, ich fühle zum ersten Mal, wie reich ich hätte sein können. Wie reich. Susanne, der Schluss erinnert mich ja sehr an das Hörspiel von letzter Woche. Das bringt mich wieder zu der Frage, wo warst du letzte Woche, Wolfram? Aber offensichtlich konntest du hören. Ja, der fingierte Selbstmord. Ja, kommt das gar nicht im Erklärungsmodell vor, dass es vielleicht doch Mord war? Also ich meine, wir haben Henri kennengelernt. Er hat sich selber geschildert als skrupellosen Mörder. Also für mich gibt es beide Varianten jetzt. Beide sind möglich. Entweder Henri hat ihn umgebracht, sein Schwiegervater, und tatsächlich alles drumherum so gebaut, dass man ihm möglichst nichts vorwerfen kann. Also sei es zum Beispiel, dass der Sohn dann gerade den Reifen wechseln muss oder dass die Tochter, gut, die ist von selber gegangen, dass seine Frau gut geschlafen hat mit dem Schlafmittel. Das wäre die eine Variante. Für mich dagegen spricht tatsächlich, dass Henri im Verhör mit dem Polizisten sehr leichtfertig mal raus, fast zu leichtfertig die Details preisgibt und sagt, ja, geht darum, der Sohn, der Jacques wird gefragt, wo waren Sie, warum waren Sie lange weg? Und Henri sagt gerade von selber, ja, der Reifen war ja platt. Also hätte er nicht sagen müssen, hätte er einfach so
dann der Sohn selber merken können. Ich finde, er gibt da sehr viel, sehr breitwillig preis. Und das andere war mich mit ihm sehr ehrlich im Umgang mit seinem Gespräch mit seiner Frau am Schluss. Der wirklich sagt, wir haben keine Geheimnisse und ich glaube, dass den beiden, dass er da gerade nicht lügt und sagt, ich habe ihn nicht umgebracht. Ja gut, aber ich meine, er sagt ja alles, was er wollte. Mit seiner ganzen Geständnisnummer kurz vor 10 war ja eigentlich nur mal zu hören, ob seine Familie ihn liebt oder sein Geld. Und dann kriegt er das Geschenk von seiner Tochter. Du warst auch mein lieber Papa, der mich auf den Knien geschaukelt hat. Und sie sagt zu ihm, wohin du gehst, da werde auch ich gehen. Das ist mein Ehegelübde. Eigentlich hat er ja damit alles erreicht. Und warum soll sein Leben, das so schön am Anfang gezeichnet wird, eigentlich durch diesen sturen alten, mit Verlaub Knacker, zu Ende gehen? Und dass er bei der Polizei sich so ohne Deckung zeigt, kann man auch sagen, dass er wirklich überrascht und überrumpelt ist, dass sein Schwiegervater vorher diesen Anruf getätigt hat. Genau, dieser Anruf aufs Magnetophon. Bei der Mordtheorie, da müsste dann wirklich der Anruf sehr quergeschossen sein. Aber ich glaube auch, also es ist im Sinne des Großvaters in seinem Denken die einzig kluge oder überraschende Wendung, die hätte er geschwiegen, hätte er bis an sein Lebensende mit sich gehadert, mit seinen Prinzipien, hätte er seine Familie ausgeliefert, indem er dieses Verbrechen anzeigt, ja, wäre er auch nicht glücklich geworden und so kreierte. Er hat doch gar keine Zeit mehr, ne? Stimmt, du hast recht, natürlich. Knapp. Es war ja wirklich knapp. Und so hat er jetzt einen neuen Schauplatz kreiert, der seinem Schwiegersohn zum Verhängnis wird. Ist auch wieder ein bisschen dehnbar, ne? Als Justiziar jemanden, in dem Falle Unschuldigen, so einzulochen. Dürfte eigentlich auch nicht passieren bei seiner Prinzipientreue. Nee, das wäre dann wie moralische Werte höher als Recht eigentlich gehalten. Spannend. Wir müssten erstmal das ballistische Urteil abwarten. Weil ob wirklich aus der Waffe, die da jetzt herumgetragen wird, wirklich der Schuss abgefeuert wurde oder nicht, doch hinter einem Vorhang oder durch ein offenes Fenster oder so, der Großvater noch gemeuchelmordet wurde. Vom Sohn. Also vom Jacques, ja, wer weiß. Wer weiß, es wird ja schon wieder eine Untersuchung vertuscht quasi, indem eine Theorie in den Raum gestellt wird. So ist es gewesen. Und andere Wege werden gar nicht beschritten. Darf ich noch was zu Jacques eben sagen? Mit diesem Verlagshaus? Mir gefällt die Geschichte wirklich sehr, dass er eigentlich extrem erfolgreich ist. Dann kommt die Story, er wollte selber seinen Verlag gründen. Und eigentlich aber dann wiederum nur wird unterstellt, um die jungen Talente alle klein zu halten, dass sie eben nicht das Wasser abgraben können. Ich finde das so ein verqueres Denken, das gefällt mir ganz wunderbar. Ja, er ist ja jetzt schon ein paar Jahre durch die schlammigen Wege des Schriftstellertums gegangen. Ohne Papas Geldschirm wäre er ja da nicht durchgekommen, obwohl jetzt scheint er mit seinen Büchern doch zu verdienen. Genau. Ja, genau. Alle Welt liest seine Romane. Aber er ist eigentlich ein relativ abgezockter, kühler Kopf, ne? Also Wahnsinn, ja. Also das fand ich tatsächlich noch spannend, weil er doch viel von der Lebensphilosophie des Vaters verinnerlicht hat. Ohne die ganzen Kränkungen, die eigentlich der Grund sind. Also er sagte dann ganz klar, ich gehe dich dann schon noch besuchen, weil was interessiert mich die Vorgeschichte meiner Geschäftspartner und so weiter. Also wie du sagst, ist wahnsinnig abgezockt, wahnsinnig rational. Und einfach verschlingen und sonst wird man verschlungen. Er erlebt das ja, aber so kühl. Und beim Vater merkt man doch in der Geschichte, nein, das kommt ja wie aus einer großen Kränkung, als er selber Kind war, das in so einem armen Elternhaus aufgewachsen ist. Ganz schlimme Kränkung. Naja, aber da war zumindest mal es war schwierig und es war eine Entscheidung, ich mache das jetzt und der andere macht das ja. Und man merkt ja auch später noch, eigentlich ging es ihm ja dann doch mit der Familie darum, werde ich dann doch noch geliebt, trotz allem. Also wie auch ein großes emotionales Bedürfnis da. Obwohl er eigentlich davor so sagt, man will einfach nur gewinnen. Und der Sohn wirkt eigentlich wie schlussendlich von jedem Emotion befreit. Und auch von jedem Gewissen, jeder Moral. Das ist schon noch spannend. Beim Vater zumindest scheint es irgendeine Reflexion darüber noch gegeben zu haben. Ist eigentlich kein Zyniker. Und der Sohn wirkt dann schon sehr zynisch. Und wenn Suzanne, seine Frau, so ganz in sich gekehrt, fast mit gefalteten Händen vor dem züchtig geschlossenen, eingepackten Busen sagt, da aus der Bibel dann zitiert, wo du hingehst, da will auch ich hingehen und das ist mein Eheversprechen. Ist das wirklich ein
Also ist sie da so aufgegeben und demütig und eben voller Gefühl? Oder ist das nicht eigentlich eine perfider Appell an den Großvater, an ihren Vater, zu sagen, du hast mich in diese Ehe gehen lassen und jetzt willst du dieses Bündnis zerstören. Also jetzt unterstelle ich natürlich ihr auch wieder eine ganz große Abgezocktheit, aber gerade sie tritt ja so als Gegenpol auf zu Jacques. Und ich fand diesen Wechsel schon, man möchte es glauben, aber man kann nicht so richtig glauben, dass eine Familie, die so gelebt hat in den letzten Jahrzehnten, sie dann auf einmal wieder in Sack und Asche gehen würde, mit ihm und für ihn. Stimmt. Aber wie fandst du die Geschenke am Anfang? großartig, ich möchte auch mal so eine Szene haben. Und dann, ich habe darüber nachgedacht, also fällt dir jetzt, ich frage dich jetzt so ganz aus der Kalten, ne, aber wo hast du denn die Zeichnung von einer wirklich reichen Familie, die sich das alles mit ehrlichen Tugenden, mit sauberen Bedingungen aufgebaut hat? Ich finde diese Szene großartig am Anfang. Das Essen ist vorbei, es wird so viel gelacht, alle sind glücklich. Zum Glück ruft dann auch noch der Schwager an und auch mit dem ist alles in bester Ordnung. Und dann verschenkt er einfach mal so, bam, bam, bam. Du kriegst das Haus, du die Fabrik. Aber es ist quasi zu schön, als dass es nicht fallen würde, dieses Bild. Das ist quasi schon einprogrammiert. Oder gibt es irgendwo? Ich habe es nicht erlebt. Nein, das habe ich jetzt fast vermutet. Aber geh mal bitte, tu mir mal den Gefallen und geh mal bis nächste Woche in dich und sag mir, ob irgendwo in der Literatur oder im Film du quasi eine intakte, reiche Familie mal irgendwo gezeichnet gefunden hast. Das ist schon spannend. Solche Momente kennt man dann eher in Szenen, wo es ums Erben geht, und dann will man natürlich schnell oder auch vererben, und da werden eigentlich natürlich sehr schnell Konflikte in dem Moment gezeigt, weil jemand bevorzugt wird oder nicht, und das ist ja auch so spannend, man erwartet das bei dem Fall, aber eigentlich sind alle so glücklich. Die Ehefrau schon glücklich mit diesem wahnsinnigen Diamantkollier, Tochter bekommt gerade eine ganze Fabrik. Muss aber eigentlich nur, damit ihr Mann nicht mehr reisen muss. Ja, genau, damit sie nicht mehr nach Lyon muss. Ja. Ganz Geld für eine Fabrik, der Sohn kriegt Geld für ein Verlagshaus. Ich habe auch schon noch nicht das fertige Verlagshaus, aber hier ist die Summe, kaufst dir selber, so was du möchtest. Ob es Calimara ist oder Hachette, kann er sich dann einfach raussuchen. Und der Schwiegervater mit der Villa zur Pacht am See. Ja. Das ist schon, es ist schön, das hat wirklich sowas von diesen speziellen Geschenken, und alles ist so eine perfekte Welt, dass nicht mal jemand eifersüchtig wird. Wir freuen sich füreinander. Das ist ein großer Händekreis. Genau. Ja. Und wie du sagst, das kann eigentlich nur einen Riss bekommen. Ja. Aber ich muss sagen, den Riss, den Henry jetzt dann Henri verursacht, er geht mit so einer Aggression gegen seine Familie los. Er ist so anklagend. Also ich meine, klar hat er irgendwie vielleicht noch Form von gerechter Empörung, weil er sagt, ihr wusstet alle, dass ich einen Mord begangen oder dass es nicht mit rechten Umständen zuging. Aber das ist ja immer noch im Feld der Vermutung. Also keiner von ihnen hat ihn wirklich dabei gesehen oder mit ihm gesprochen. Und der greift sie so wahnsinnig an, aus der Kalten heraus. Ich meine, die sitzen da ja wirklich da, quasi neben dem Christbaum. Gerade gab es die Bescherung und jetzt haut Papa hier das Porzellan in Scherben. Ich finde, er ist da, geht ein bisschen zu hart mit seiner Familie ins Gericht. Ja, sehr. Oder er ist so anklagend. Ja, sehr. Ihr wusstet es. Ich finde den Moment halt schon stark, wenn er dann sagt, sein ehemaliger, der Konkurrent, den er dann in den Selbstmord getrieben hat und der dann sogar noch Frau und Kinder hatte. Und noch die Frau sagt, ja, aber das war ja was anderes. Das finde ich wiederum schon noch einen sehr starken Moment. Das ist ein bisschen das stimmt. Und ich meine auch so, wie sie sich erschildert, ihr habt immer gestöhnt, wenn sie euch gerufen hat und ihr wolltet mit ihr nichts zu tun haben und sowas. So ein bisschen erinnert das ja auch an, erinnert dich am Jahresanfang, ein Inspektor kommt, wo dieses junge Mädchen Selbstmord begangen hat und der Inspektor jeden anklagt, und da haben wir auch alle schön nach außen in schönen Figuren so eine böse Geschichte, so eine dunkle, moralisch verwerfliche Geschichte in der Vergangenheit. So ein bisschen glaubt man das ja auch sofort. Also, dass sie doch nicht so fein und sensibel und gut sind, wie sie sich in der ersten Szene präsentieren, sondern dass man auch glaubt, dass sie lästern und gehässig sind und der alten Dame schon öfter den Tod an den Hals gewünscht hätten, genau. Ja. Das ist eigentlich der bestmögliche Ausgang, gell? Hä? Das ist eigentlich der bestmögliche Ausgang.
Behalten die das Vermögen dann? Frag mich gerade, wenn der Vater verurteilt wird. Ja, sie müssen halt mit dem Schandfleck leben. Ich glaube schon, ja. Geht man vielleicht nicht zu einem Verleger, wo das fand ich noch spannend, dass gerade der Sohn sich so sperrt, der Jacques, weil der könnte ja gerade sagen, eigentlich würde ihm das noch mehr Publicity geben, wenn er den Mordfall der eigenen Familie hat. Dass ihm das... Der Schriftsteller, ja. Immer habe ich darauf gewartet, dass er sagt, okay, ich mache daraus gerade noch ein Buch. Ach so, weil der Vater auch selber so anfängt, ne? Ja. Ich habe den perfekten Romanstoff für euch. Das stimmt. Aber nein, aber ich glaube ansonsten... Es war ein sehr rationales Abwägen. Ein Bestseller, ein Verlagshaus, Verlagshaus, ja. Ich glaube, sonst verliert da niemand Geld. Gut. Susanne, der Familienzyklus, das bleibt in der Familie, der wäre jetzt ja erstmal vorbei. Womit machen wir nächste Woche weiter? Hey, wie wäre es denn mal mit einer Sommerserie? So was Mehrteiliges, so ein bisschen Retro. Aber wir müssen ja auch sagen, wir haben ja nun Dicke Dick Dickens und Paul Cox leider alle durch. Die Boutique bei Durbridge haben wir auch. Haben wir auch durch. Hast du noch was? Ich würde sagen, ja. Möchtest du noch nicht mehr sagen? Nö, ich finde, die Stichworte die sollten doch lustig machen. Sehr gut. Also, dann bis nächste Woche, bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.